Hey Flavia, sorry, ich kann gerade meine Mami fahren und dann Chico zum Coiffeur bringen. Jetzt gehe ich gerade das Ründchen joggen. Und wenn ich heimkomme, muss ich es noch schnell fertig machen, aber ich habe nur noch so 20 Minuten vor mir. Das heisst, vor der 6 sollte ich es schaffen, das ist das Ziel. Hey zusammen, da ist Flavia. Und da ist Jenny und heute reden wir über das Thema Schwangerschaftsabbrüche, das mit unserer Gästin Selina, die das selber durchlebt hat. Selina will gerne anonym bleiben, darum haben wir ihren Namen und ihre Stimme geändert. Das aus dem Grund, weil sie es in ihrem Umfeld nicht sagen will. Ja, und an dieser Stelle noch eine kleine Triggerwarnung. Wir reden, wie gesagt, über das Thema Schwangerschaftsabbrüche und Abtreibungen, was vielleicht nicht für jede und jeden ein leicht verdauliches Thema ist. Darum, wenn dir das Thema näher geht, dann überleg dir vielleicht, ob du das mit jemandem zusammen hören willst oder überleg dir, ob du das überhaupt hören willst. Wir reden nämlich sehr explizit über Sachen und auch im Detail. Darum an dieser Stelle die Triggerwarnung. Also wie immer starten wir direkt mit Shit und Schein in die Folge. Und mein Schein von der Woche ist folgendes. Und zwar bin ich mit ein paar Kollegen wandern. Und die Freundesgruppe, wir haben so einen grossen Gruppenchat, wo ich glaube über 2 Leute drin sind. Und früher war es irgendwie so, dass wenn man mal reingeschrieben hat oder etwas vorgeschlagen hat, es hat immer ein bisschen gedauert, bis die Leute zurückgeschrieben haben oder es haben nie immer alle geantwortet. Und das Mal ist die Wanderung irgendwie so mega spontan entstanden, weil irgendwer hat irgendwie mal die Idee gehabt und das vorgeschlagen und ein paar haben sich das dann gerade im Kalender eingetragen und dann haben wir gefragt. Und auf jeden Fall ist wie so ein bisschen in dieser Freundesgruppe das so spontan entstanden, dass so ein paar Nasen zusammen sind wandern und ich habe das mega cool gefunden. Also wir sind am Schluss gar nicht so viele Leute gewesen, aber genau das ist dann wie so ein bisschen auch mein Schein gewesen, weil manchmal, ich weiß nicht, ob man das kennt so, aber so in grossen Freundesgruppen ist es einmal nicht so üblich, dass wenn nur ein paar wenige Leute können, dass Sachen dann trotzdem stattfinden. Also weißt du, so, ja, wenn nur 3 oder 4 Leute können, ist dann so, ja, dann suchen wir doch ein Datum, wo alle können oder so. Und gross ist so 15 Leute, 10? Ja, weniger, so 10. Ja, aber eben, ich finde es dann halt auch eben cool, wenn man dann wie so sagt, hey, dann gehen wir halt zu 4. Oder es gehen halt nur die können. Weißt, so, ich finde es einmal schöner, wie wenn die Sachen dann einfach nicht stattfinden. Und das habe ich mega cool gefunden. Und ja, da sind wir so an einem random Donnerstag ein bisschen wandern. Wo sind wir? Am Wollensee. Und also Wanderung kann man das vielleicht nicht nennen. Wir sind einfach vom Anfang vom See bis so circa in die Mitte gelaufen, haben so dort eine Bratwurst grilliert und sind wieder den gleichen Weg zurückgelaufen. Irgendwo in der Body noch schnell einen Dip im See gemacht. Also eher ein Spaziergang, aber es war cool gewesen. Es hat sich angefühlt wie früher in der Schule. So eine Schulwanderung mit den Freunden. Das ist schön. Das Sehr ist mein toll. Schein von der Woche. Selina, willst du mal Shit oder Schein erzählen, bevor ich da reingrätsche? Yes, soll ich auch weitermachen mit dem Schein? Wie du willst. Also ja, zuerst das Positive. Ich war heute Morgen in Glarus und mir ist einfach aufgefallen, wie fucking schön das Glarnerland ist und wie krass underrated es einfach ist. Ich habe das Gefühl, irgendwie, man geht nicht so casual ins Glarnerland und ich finde, das sollte man mehr machen. Darum ihr da draussen, geht doch auch mal ins Glarnerland. Es ist mega schön, es sieht richtig toll aus und ich hatte so einen Moment, wo ich so gefunden habe, die Schweiz ist einfach so schön. Sie hat sogar für Jenny und mich vom Glarnerland etwas mitgebracht. Ja, ich finde nämlich, wenn man eingeladen ist in einem Podcast, sollte man auch etwas mitnehmen. Und darum alle zukünftigen GästInnen nehmen etwas mit. Ja, ich habe Meitschenbein mitgenommen. Und zwar ist das ja so, dass Bern und Glarus die Kantone sind, die Meitschenbein haben oder ja, für sich quasi deklarieren. Ich glaube, man weiß aber nicht, wer es zuerst hat und es ist auch so ein kleiner Streit, aber sie sind einfach mega fein. Darum habe ich gefunden, dann nehme ich eure Meitschenbein mit, genau. Wir haben noch nicht probiert, aber nachher tun wir da ein bisschen reinsnacken, oder? Genau, ja, voll. Und dein? Du hast noch einen Shit. Soll ich gerade weitermachen? Willst du gerade? Ja, dann höre ich auf mit dem Schein. Das ist doch Super. Ich habe von der gleichen Autofahrt 2 Bussen bekommen. Es war eine längere Autofahrt und ich habe es einfach nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, beides Mal, als ich geblitzt worden bin, dass ich geblitzt worden bin. Und irgendwie, ja, finde ich, macht mir das ein bisschen Angst. Also hast du es nachher einfach im Nachhinein im Postfach gesehen? 2-mal einen Brief. Und es ist eben schon länger her auch. Und es ist irgendwie länger gegangen, keine Ahnung. Und jetzt, als ich den Brief gesehen habe ich so gedacht, krass, schon das 2. Mal bei dieser gleichen Autofahrt. Ja, und ich habe Aber ich weiss, also ist Glarus.
Nein, Nicht, weil dort hat es auch so blöde Blitzer. nein, es ist schon länger her, es war im April gewesen, und es war eine längere Autofahrt, gewesen, also auch nicht in der Schweiz, und darum, ja, voll. Wie viel Geld hast du verloren? Insgesamt zusammen 80 Okay. Das Euro. geht ja noch. Ja. Aber Bussen sind, das reut mich richtig fest, Geld für Bussen zu zahlen. Ich denke so, Alter, das ist so richtig aus dem Fenster gerührtes Geld. Nicht? Ja, letztes Ist Mal nicht habe das ich, Learning dann? je nachdem, also zum Beispiel mit Parkbussen, letztes Mal hat mir jemand gesagt, dass er nie das Ticket löst, weil wenn er dann einen Bus bekommt, dann kompensiert das wie für das Geld, das er eigentlich, weißt, wenn er nie Fair, löst und dann halt einmal Finde Parkbus ich eigentlich noch 40 Stutz. schlau. Also ich weiss nicht, sorry, ich will jetzt nicht schauen. Wirklich? Schau, aber dann parkiert er ja in dem Fall nie in Parkhäusern, wo man so zahlen muss. Nein, aber so draussen weisst halt Parkuhr. Okay. Ja, fair. Ja, ich habe halt lieber dann nicht den Stress. Also zum Beispiel heute habe ich jetzt auch ganz schön brav, bin ich so gewesen, soll ich jetzt das Auto wirklich vor das Studio stellen, wo es eigentlich keinen Parkplatz hat? Und dann habe ich vorher da gesehen, dass es da um die Ecke ein Parkhaus gibt. Ich so, weißt du was, ich fahre einfach ins Parkhaus. Egal, ist mir gleich. Safety, ja. So ist jeder ein bisschen anders. Weißt du, was ich dort gedacht habe? Ich habe dort gedacht, weil wir gestern Glück gehabt haben und keinen Bus bekommen haben, habe ich gedacht, ja, heute ist das Risiko zu Gestern habe ich gross. es riskiert, keinen Bus bekommen. Ja, voll. Wir sind ja gestern schon zusammen unterwegs gewesen. Ja, genau. Und ich finde, eben genau wie du sagst, manchmal dürfen wir das Glück nicht zu fest herausfordern. Ja, sehe ich den Punkt. Man muss doch ein bisschen ein Gefühl dafür haben. Also wann kann ich es wagen und wann sollte ich brav sein. Ja, sehe ich. Ja. Und dein, hast du einen Shit oder einen Schein? Ein Schein. Und zwar, ich muss ja ab und zu mal fürs Radio auf Strasse Umfrage. Und Machst du das gern? ja, Echt? ja, also kommt ein bisschen auf die Tagesform von mir drauf an und aufs Thema natürlich. Aber dort ist es verdammt gut gegangen. Ich gehe meistens, also unser Büro ist halt in Oerlikon und dann ist es ein bisschen blöd, muss ich in Oerlikon Bahnhof meistens führen, weil ja, ein HB ist ein bisschen lang. Und ja, Oerlikon kenne ich langsam. Ich mache immer meine gleiche Runde, etwa 5-mal. Ah, Die Leute bewegen sich ja auch und die einen sehe ich halt doppelt manchmal. Und jetzt hat es sich eben ergeben, dass ich genau, also ich bin halt schon ein paar Mal auf Strassenumfrage gewesen, genau am gleichen Bänkchen sind die beiden gleichen Ladies, die ich etwa vor 1,5 Monaten etwas gefragt habe. Wieder gewesen? Wieder gewesen. Und sie erkennen mich und fragen so, und was fragst du heute? Und dann? Und bei der ersten Strassenumfrage ist es, glaube ich, darum gegangen, über Klassenfotos, die Zeiten, weißt, wo man Klassenfotos in der Schule gemacht hat, was so die schlechte Erfahrungen sind oder lustige. Und die eine hat dort noch erzählt, dass sie dort Trockenshampoo neu entdeckt hat und dann alles weisse Flecken auf dem Klassenfoto hatte. Oh. Und die neue Umfrage ist dann so um Social Media gegangen, Verbot für Jugendliche und so, ja. also ganz ein bisschen anders. Aber es ist so Zufall. Sie sind bei der ersten Umfrage sind sie dort gehockt beim Bänkli und beim zweiten Mal sind wir uns einfach gekreuzt. Ah, Sie sind wahrscheinlich, gegengelaufen. gehen die dort in die Schule oder so, keine Ahnung. Junge. Ja, also so etwa, ja. Aber sie sind einfach durchgelaufen Wie beim wir, gleichen ja, wir Bänkli, sind sie auch sind jung. nicht dort gehockt. Und ja, ich habe das so geil gefunden, weil sie einfach so gesagt hat, so nicht mal «Hoi», so, sondern Was fragst du heute? «Und was fragst du heute?» So toll, ja. Aber Leute da aussen wegen Strassenumfragen, sagt einfach, wenn ihr nicht wollt, sagt einfach «Nein», anstatt so, ich fühle mich manchmal wie so ein weggescheuchter Hund, weißt? Die einen machen dann so einen grossen Bogen und dann so Ja. Handbewegung machen, so als wäre ich ein Virus oder so. Und sagt doch einfach «Nein». Ja, ich kenne das Gefühl, als ich noch bei Blick gearbeitet habe, haben wir auch Strassenumfragen gemacht, viel. Aber mit dem Blickmikrofon. Also das ist so ein walking red flag. Die Leute sind so, oh mein Gott, Blick, oh mein Gott, nein. Es ist ja sogar rot, gell? Ja, es ist rot, es ist rot und die Leute sehen so, oh mein Gott, Boulevardblatt. So, der Blick schafft ja mega aus im Image, aber gleich die Leute haben so, oh mein Gott, Boulevardblatt, die schreiben von mir jetzt Schlagzeilen, wenn ich irgendetwas Falsches sage, weißt, die haben so das Bild. Und wirklich, die Leute haben wirklich, wie du sagst, ich bin irgendwo angelaufen und die Leute haben so wieder Weg frei gemacht und sich von mir entfernt und gerade so kopfschüttelnd weggelaufen. Und du musst, ich habe manchmal Tage gehabt, wo ich nach einer Strassenumfrage so richtig deprimiert zurückgekommen bin, weil du musst richtig so mit Abweisung Ja. lernen umgehen, weil Ja. also das ist halt Und jetzt dein lernen Job, hartnäckig bleiben. Also manchmal Genau. musst du halt mit den Leuten mitlaufen. Ja. Meistens sind junge Gruppen gut, weil jemand in der Gruppe fühlt es und die einen vielleicht nicht. Und dann merkst du ja, wer es fühlt und dann laufst du halt mit.
Und bist so, wir müssen gut zu Mittag essen. Und ich so, ja, alles gut, ich kann mitlaufen. Und dann weißt du nur so kurz so beim Laufen. Ja, es ist voll die Kunst, so Leute zu überzeugen, sympathisch zu sein. Aber hey, nur ganz schnell fragen, was haltest du von... Eigentlich musst du so gerade reingrätschen, nicht «Hey, dürfen wir dich etwas fragen?» Filmen, weil dann hast du die Leute gerade verloren. Ja, mega. Ja. Und wie entscheidet ihr euch einmal, welche reingeschnitten werden? Einfach was am spannendsten ist? Oder? Ja, es ist manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn es jetzt pro Kontra ist, gell? Ich tue ja nicht wie soll ich sagen, wie sagt man dem? Wenn es... Liste führen, wie viel Pro und Contra du schon hast, oder was? Ob ich es richtig abbilde. Ja. Also du musst Wenn ich ja jetzt, wenn 3 sagen zu etwas Nein und 10 Ja und ich schneide nachher 3 Nein und 3 Ja rein, dann ist es ja nicht... Wie du es erlebt hast. Es gibt ein Wort für das. Auch bei... Wenn man, der Realität entsprechend. ja, irgendwie so. Also es ist manchmal so ein bisschen... Du musst aufpassen, dass halt nicht die geilsten Antworten, weil die geilsten sind nicht immer die besten, aber die geilsten sind halt fürs Radio manchmal auch unterhaltsam. Also, weißt, Ja, du als Journalistin entscheidest ja dann immer im Moment, was von dem, was ich erlebt habe, picke ich raus für die Öffentlichkeit. ja, Das ist eben genau dein Job dann auch. voll. Und beim Energy hat es halt das Format gegeben, wo es einfach die dummen Antworten genommen haben, bewusst. Ja. Voll daneben. Ja, Irgendwie genau. Voll daneben. Voll daneben. Dort habe ich aber so oft gedacht, dass es fake ist. Ja, ich kann mir auch vorstellen. Also ich weiß es nicht, aber dass Nein, die ich einen glaub Leute so schon. dumm sind. Ja. Ja, ich glaube schon. Aber ja. Aber ja, genug Strassenumfrage. Wir tauchen unser Hauptthema ein. Ja, voll. Wie schon angeteased, reden wir ja heute über ein Herzthema oder ein umstrittenes Thema, aber auch ein mega wichtiges Thema. Und eben darum reden wir heute drüber. Und unsere Gästin, Selina, ist heute bei uns im Studio und eben, du bist ja da so ein bisschen, um die Perspektive zu erzählen und du hast dich auf die Folge vorbereitet, obviously. Wie war das für dich oder wie geht es dir heute? So. Heute geht es mir mega gut und ich fühle mich auch mega wohl da. Ich glaube, ich war recht nervös gewesen, einfach weil ich gewusst habe, dass die Aufnahme wird kommen und ich halt eben über das Thema wird reden. Ja. Und dementsprechend habe ich mich eben vorbereitet. Ich habe mich einfach wieder mehr mit dem auseinandergesetzt, weil man muss sagen, es ist jetzt über ein Jahr her und ich kann halt wie nicht, ich stehe nicht jeden Tag auf und denke an das. Und darum jetzt die letzte Woche habe ich mich wie intensiver wieder damit befasst, haben es auch Freundinnen noch erzählt, die es noch nicht gewusst haben und dadurch hatte ich wie so ein bisschen eine Probe von dem Podcast und das ist aber dann mega gut gewesen, mega positiv, dass ich auch wie das einfach so erzählen und gewusst habe, hey, das geht gut und eben, ich bin auch ready für heute quasi. Mhm. Ja, es ist ja schön, dass du einerseits über das redest, also in deinem Umfeld, aber auch eben jetzt da im Podcast, weil es ist ein mega wichtiges Thema und du hast ja selber auch gesagt, hey, ich hätte es voll toll gefunden, hätte ich in Situation XY so Erfolg gehabt zum Anhören. Und genau das ist der Sinn von dieser Folge heute. So, ich meine, du nicht exposest dich, weil wir dich ja in dem Sinn anonymisieren, aber gleich erzählst du deine persönliche Geschichte der Öffentlichkeit und du machst das aus einem guten Grund. Ja, genau. Ja, das war mir mega wichtig, weil eben ich habe mich allein gefühlt im Sinn von wie ich mich einmal in Situationen vorbereite oder keine Ahnung, was für mich wichtig ist, wenn ich etwas Neues mache oder Angst, dann schaue ich mega gerne Content dazu oder gehe irgendwie googlen oder whatever. Und gerade bei diesem Thema, also beim Schwangerschaftsabbruch, ist es mir halt wichtig, dass ich auch Stimmen höre, die irgendwie etwas dazu sagen, wie das für sie war. Und mir ist einfach aufgefallen, im deutschsprachigen Raum hat es wirklich fast nichts. Also klar kann man mal irgendein YouTube-Video schauen und so, also das hat es schon gegeben, aber zum Beispiel Podcast nicht. Und ich höre mega gerne Podcast. Und es hat wie nur einen gegeben, wo ich dann mehrmals gehört habe, den habe ich auch schon gehört, mal bevor überhaupt das relevant ist für mich. Und ich finde wieso, hey, enttabuisieren wir auch das Thema und reden wir darüber, damit eben Leute, die vielleicht auch zu judgmental an das Thema angehen, auch ein bisschen wissen, hey, was bedeutet das genau und aber auch Betroffene. Also dass man eben kann eingehen in Spotify, Schwangerschaftsabbruch und es kommt eine Folge, wo man kann hören und man hört jemanden, der darüber redet. Mega schön. Und
nur schnell zum Einordnen, ich kenne deine Geschichte noch fast gar nicht, also ein bisschen in der Vorbereitung. Jenny kennt sie ein bisschen, weil ihr kennt euch schon länger. Genau. Also ja, ich kenne eigentlich, würde ich sagen, die ganze Geschichte von A bis Z. Ja, darum ist es jetzt vielleicht gleich noch spannend. Also es ist sowieso spannend. Also nein, es ist sowieso spannend, logisch, es ist sowieso spannend. Aber ja, du hast in dem Sinne die gleiche Perspektive wie unsere Zuhörenden, die noch nicht viel wissen. Genau, und darum würde ich das einläuten jetzt, dass wir ein bisschen zurückgehen zu dem Zeitpunkt, wo du dann geahnt hast, du hast es noch nicht gewusst wahrscheinlich, ja, dass du könntest schwanger sein. Genau, also ich habe es geahnt, weil ich meine Periode nicht hatte und ich habe auch nicht anderweitig verhütet und dementsprechend habe ich halt einen Schwangerschaftstest gemacht und der ist aber negativ gewesen. Und dann habe ich halt wieder einen Monat gechillt und so gedacht, ja easy und dann ist aber beim nächsten Monat wieder genau das Gleiche passiert, also keine Periode. Und dann war er aber auch positiv gewesen. Meine Frauenärztin hat mir dann im Nachhinein gesagt, ja, das kann manchmal sein, dass wie so in der ersten Woche oder so der Ding noch nicht positiv anzeigt, wegen dem HCG-Wert. Was ist das, HCG-Wert? Das ist der Wert im Urin? Ja, genau. Ja, dass der wieder zu schwach ist und darum noch nicht anzeigt. Ja, genau. Und ja, dann beim zweiten Test war es dann positiv gewesen, aber vielleicht zum Zurückgehen, wie es überhaupt passiert ist. Also es war wie ein Unfall im Bett. Und was dumm war und was ich auch jedem anraten würde, wenn man so einen Unfall hat oder irgendwie vielleicht auch mal unvorsichtig ist, dass man einfach zur Sicherheit Plan B-Pille holt. Einfach, dass man wie kann. Also die Pille danach? Pille danach, genau. In Englisch heisst es aber, glaube ich, Plan B. Darum. Ah ja? Okay. Ja. Plan A wäre ein Kondom gewesen. Also, ich nehme an, weißt, wenn du von Unfall redest, meinst du eben halt, ja. Ich wollte jetzt nicht mega genau auf das eingehen, einfach weil es mir wichtig ist, dass ich da einfach ein bisschen meine Privatsphäre auch noch schütze. Aber ja, von Unfall. Und Plan B, ich weiß nicht, wieso das so heisst, aber ich habe letztens eine Serie geschaut und dort redet sie von Plan B. Ja, dann kannst du auch... Genau. Ja, Auf jeden Fall habe ich das nicht gemacht und das war mega dumm gewesen, darum. Und warum? Also weißt du, so, du hast deine Tage nicht gehabt, ich nehme mal an, das hat auch ein bisschen ein unwohles Gefühl in dir ausgelöst, oder weißt du, so, was hat dich dazu, also hast du einfach gedacht, Pille danach, ja, also weißt du, so, was hat dich dazu bewegt, dass du gedacht hast, das ist jetzt glaube ich nicht nötig? Oder hast du gar nicht so viel darüber nachgedacht? Richtig Exposure da. Also du musst auch nicht antworten auf gewisse Fragen, wo du vielleicht findest, ja, das ist jetzt zu... Kannst du einfach Nein sagen. Hey, nein, aber ich weiss halt, man wird halt judged bei diesem Thema, so wie jeder weiß es besser. Ist mir schon klar, ich habe auch immer gesagt, also, ja, nein, das passiert mir nicht und so. Aber anyway, zu dem Zeitpunkt habe ich halt gerade meine Tage kurz vorher gehabt. Nein, irgendwie, ich weiss es nicht mehr 1:1, aber es war wie so in dem Moment im Zyklus gewesen, wo ich gefunden habe, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Und eben, diesen Gedanken darf man wie nie haben, weil es kann immer passieren und... Ja, aber das zeigt auch, es passiert halt so schnell, also ja, es ist eben so, das ist so ein bisschen die Ironie auch vom Leben. Gewisse Frauen wollen unbedingt schwanger werden und schaffen es nicht und bei anderen passiert es einfach so ungewollt oder ungeplant und ja, es passiert halt manchmal doch eben schnell und es ist wie mit vielen anderen Sachen, man denkt immer so, ja, das passiert mir doch nicht oder als ob das jetzt so wäre. Ja, also ich bin auch schon... Sachen ein bisschen auf die leichte Schule. Ja, ich habe auch schon eine Kollegin, also sie hat auch noch nicht gewusst, ob sie schwanger ist, aber sie hat halt gewusst, dass sie auch einen Unfall im Bett hatte und da bin ich mit ihr halt mit, wegen der Pille danach. Und ich weiss nicht mehr, wie die Entscheidung dort entstanden ist, aber halt einfach die Sicherheit halt. Auch wenn es nicht so gewesen wäre, dass es dann in einem späteren Monat wie jetzt bei dir dann nicht so rausgekommen ist. Ja. Genau, also ist ja, ich habe meine Schwester ist Apothekerin und wo sie am HB mal gearbeitet hat während dem Studium, sie hat am Tag, hat sie mir mal gesagt, 40 Gespräche gehabt für die Pille danach. Was? 40? Also habe ich gemeint gehabt. Sonst tue ich es nachher in den Kommentaren noch, aber sie hat, also gell,
Aber ja, du musst ja das HB, Gespräch Zürich. führen und all das. Also ich will nicht genau auf das eingehen, weil das hast du ja dann nicht genommen, oder? Aber Also wenn du darüber Sachen weißt, kannst du sie schon erzählen. ja, aber ich weiss einfach, dass man halt das Gespräch muss führen, dass du nicht einfach so bekommst. Also jetzt in der Schweiz einmal. Beim Reisen habe ich gewusst, also ich habe sie nicht genommen, aber auch jemand, den ich dort kennengelernt habe, dort hast du, glaube ich, so Wo? kurz in Vietnam. Ah, dann kommst du sie einfach so über. Weiss ich, auch eher ein Gespräch, aber sicher nicht so wie der jetzt Schweiz, da mit ja. Papier, glaube ich. Formular und ausfüllen. Aber auf jeden Fall eben, Leute, die nicht wissen, Haben Sie wegen das dieser... Krankenkassenkärtchen dabei? Ja. Aber Leute, die nicht wissen wegen dieser Pille, also man geht nicht dort hin und sagt, ich möchte gerne und dann muss man ein Rezept präsentieren, sondern du musst halt ins Gespräch und von dem haben vielleicht viele ein bisschen Schiss, Ja. weil du es halt dann musst sagen und dir deine Fragen dich stellen. Ja. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass man halt, du musst ja dann dieser Tatsache, auch wenn du noch nicht weißt, ob es Tatsache ist, du musst dieser theoretisch möglichen Tatsache ins Auge schauen und das dann machen. Und das stelle ich mir schon eine schwierige Entscheidung vor. Darum, no judgment für Leute, die sich nicht dafür entscheiden, weil ja, wir leben alle das Leben zum ersten Mal und Sachen passieren. Genau. Für das, Gott sei Dank, kann man in der Schweiz legalerweise auch eben eine Schwangerschaft abbrechen. Genau, und du hast ja dort eben einen Monat später dann deine Periode auch nochmal nicht gehabt und dann nochmal den Test gemacht. Und wie war dein Gefühl jetzt dort gewesen, wo du den zweiten Test auch so gekauft hast? Also wie ist das, auch so einen Schwangerschaftstest kaufen? Oh, mittlerweile habe ich schon so oft einen Schwangerschaftstest gekauft, weil ich einfach danach immer wieder Pregnancy Scares hatte und ja, also unnötigerweise. Aber hey, im Fall, es ist mega, man schämt sich mega fest. Also so eben auch jetzt danach, wo ich weiss, hey, die Möglichkeit besteht gar nicht. Immer wenn ich einen gekauft habe an der Kasse, ich habe immer geschaut, dass ich möglichst alleine bin, Self-Checkout zwingend. Ich habe gewusst, wo ich wählen bekomme und zu welchem Preis und so Sachen. Also ja, das ist schon so ein Thema gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt hat es mich ja noch nicht so krass beschäftigt, beziehungsweise das ist dann meine zweite so, oder halt im ganzen Leben vielleicht so der dritte, vierte gsi, den ich gekauft habe. Und dort habe ich ihn im Fall mega casual einfach gekauft, weil ich so gewusst habe, so, ja, ich habe jetzt meine Tage nochmal nicht bekommen. Hey, let's make it sure, dass ich wirklich nicht schwanger bin, so, weil ich habe ja einen Monat vorher und ja. Und dann habe ich ihn einfach am Bahnhof gekauft, bin dann mit meiner Mom essen und habe so gewusst, hey, wenn ich heimkomme, dann werde ich den Test machen. Und ja, also so hat es sich angefühlt. Es ist schon mega krass, als ich mit ihr bin essen, ist mir nachher ein bisschen schlecht geworden. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich dachte, das war wegen dem vielen Essen gewesen. Aber dann, als ich dann daheim auf dem WC war, habe ich gecheckt, wieso mir schlecht war. Aber erst dann. Und was war dein erster Gedanke, als du auf dem Test das Resultat... Fuck. Scheiße. Also hast du es gerade geglaubt? Auch. Ja. Ja, weil zu dem Zeitpunkt bin ich ja wie schon, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 9 Wochen, wenn es mich nicht Zeigt der täuscht. Schwangerschaftstest das an, in welcher Woche man ist? Man kann einen kaufen, der das anzeigt. Ich habe mich für die zweitpreisige Variante entschieden und dort zeigt es wie nicht einfach das Plus oder das Minus. Und ich habe es halt wie ein bisschen vermutet, schon auch, weil es ist so wie einfach so ein Gefühl gewesen. Eben, ich habe mega, die körperlichen Signale sind mir erst dann aufgefallen, die Woche danach. In der Retroperspektive, oder? So, das war der Fall, gewesen, weil ich schwanger... Ja, genau. Aber eben, es hat wie so, also ich habe gedacht, fuck, Selina, wieso? Und halt alles, aber, also wieso habe ich ja schon gewusst, aber irgendwie ist so das Gedankenkarussell losgegangen. Und ich bin dann einfach wie so gewesen, so, ja, ich habe meine Tage ja den letzten Monat nicht bekommen, diesen Monat, ich glaube das. Also so, ich bin schwanger, es muss fast so sein. Ja. Und jetzt bist du in dem Bad und du hast das gecheckt. Was hast du nachher gemacht? Handy, Google, Abtreibung, Schweiz oder Abtreibung, der Ort, wo ich damals gewohnt habe. Dann habe ich an eine Notfallnummer angerufen, weil es ist schon nach der 8. 9. war. Und die haben dann wie so gesagt, ja,
es ist ja kein Notfall bei ihnen. Sie sind einfach schwanger. Und ich Was ist das für eine Notfallnummer? vom Also- Spital, dort, wo ich gewohnt habe. Und die haben wie so eine Nummer, dass wenn man eben einen Notfall hat im gynäkologischen Bereich, dass man dort anrufen kann. Und ja, es ist ja kein Notfall. Also ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Aber dann, Ja, du bist in Panik gewesen. Für dich hat es sich angefühlt wie ein Notfall. ja. Aber haben sie dich irgendwie weitergeleitet? Weißt du, so gesagt, ja, dort ist eine Anlaufstelle, wo sie sich melden können und so? Sie haben auch gesagt, sie können nächste Woche vorbeikommen, weil es ist Freitagabend war. Ich weiss noch... Oh ja, sorry, hast du noch etwas dazu sagen? Ja, also vielleicht einfach noch danach habe ich dann nochmal, also es war wie so der erste Impuls gewesen, wo kann ich das jetzt gerade machen, so mäßig. Ja. Und dann ja, habe ich weiter gegoogelt und herausgefunden, dass es in Zürich eine Abtreibungsklinik hat. Und dann habe ich mich dort eingelesen, informiert und gewusst, dass man kann vom 9 Uhr bis am 5 Uhr jeden Tag anrufen kann und dass sie eben auch am Samstag erreichbar sind. Und dann habe ich gewusst, morgen am 9 Uhr will ich dort anrufen. Ja, ja. Ja, ich weiss noch, wo du mir das erzählt hast, zu dem kommen wir vielleicht später noch, wie das auch für mich war, das zu erfahren. Aber du bist ja gerade so gewesen, oder ich habe das auch schon von anderen gehört, die abgetrieben haben, so von wegen, wenn du weißt, du bist schwanger und du weißt, du willst es abtreiben, dann willst du das am liebsten jetzt, sofort. Jeden Tag, wo du musst warten, ist eine Qual, weil du weißt, die Schwangerschaft schreitet fort. Ja, und es wächst in dir. Es macht, genau, du willst es einfach loswerden und jeden Tag, jede Woche, wo das länger geht, bis zu dem Termin, ist einfach eine Qual, weil du bist verunsichert. Also weißt, du kannst ja dann auch irgendwie dein Leben nicht normal bestreiten, weil du stehst die ganze konstant unter dem Stress, oder? Also ich nehme mal an, für dich hat sich dann, also von dem Moment, wo du gewusst hast, dass du schwanger bist, bis zum Moment, wo du gewusst hast, ich kann jetzt fertig abtreiben, das ist ja... Was ist dort Wie der ist das Zeitspanne? Nur schnell zum Schauen und nachher habe ich noch schnell eine Frage. Genau, also es ist am Anfang Mai hatte ich wie den positiven Test in der Hand gehabt und dann der Abbruch war Ende Mai. Also im gleichen Monat Ende noch. Mai, genau. Und der Grund, wieso das so lang gegangen ist, weil ich noch eine Woche in der Ferien war. Gerade eben also Freitagabend, positiver Test, Samstag am 12 Uhr der Flug, oder ich weiß nicht mehr genau, irgendwann Ja. am Nachmittag. Und ich bin halt wie dann auch, also was halt auch bei mir das Problem war, 9. Woche, also ich habe ja nicht gewusst, in welcher Woche ich bin. Ich habe gehofft, ich habe es halt so versucht zurückrechnen und whatever. Mhm. Ich habe gehofft, dass es noch nicht über der 9. Woche ist. Weil das hätte dir noch ein bisschen Luft verschafft. Nein, weil es ist nämlich so, dass wenn du bis zu der 9. Woche kannst du medikamentös abtreiben und ab der 9. Woche ist es chirurgisch. Kannst du schnell Wisst ihr den Unterschied? Mhm. Nicht? Also ich nehme an, medikamentös ist einfach... Du nimmst ein einfach, Medikament. Also Medizin nehmen. Und das andere ist operativ. Ein Eingriff halt. Genau. Also mittlerweile würde ich sogar sagen, vielleicht ist es auch richtig gewesen für mich chirurgisch, weil bei den Medikamenten hast du viel, viel mehr Schmerzen, weil du eben nur Medikamente nimmst und du tust alles ausblüten. Und was ich eben auch schon gelesen und gehört habe, weil viel mehr, das muss man vielleicht schon dazu sagen, es gibt Berichte über Schwangerschaftsabbrüche, aber halt mega viele Leute treiben halt vor der 9. Also ja, Es gibt genau. entsprechend viel mehr Berichte zu der medikamentösen Genau, Abtreibung. Genau, Ah. genau. Und dort ist halt eben, du nimmst halt einfach die Tabletten und du blütest dann. Und chirurgisch hat sich für mich immer mega viel schlimmer angetönt, weil so Operation und in der Schweiz hast du nur lokale Betäubung, also Du dort bist in wach. der Praxis, wo ich war. Genau, du bist wach, es ist halt ein Absaugen, das ist auch so ein Wort, wo ich so, Ja, wow. oder wir reden dann einmal auch, was ich auch schon viel gehört habe im Kontext von dem, ist so abkratzen. Das tönt schon einfach Schaben schlimm. nicht? Ja, Ja. kratzen. Also Ja. weißt du, so, einfach Ja, ja. unschöne Worte. Genau, und eben, ich habe dann wie gehofft, wo ich den positiven Test hatte, ja, dass es noch nicht über die 9 Wochen ist, aber ich bin eben dann gerade in der 9. Woche gewesen, oder eben gerade in die 10. Dementsprechend habe ich dann nach der Ferien erst in der 12. Woche abtreiben, weil es auch noch Terminkollisionen gegeben hat bei der Abtreibungsklinik, weil ihr könnt euch vorstellen, also das ist wie so die Abtreibungsklinik von Zürich, und am HB 40 Gespräche über Pillen danach, dann
auch dementsprechend einige Schwangerschaftsabbrüche, die sie durchführen. Und sie machen das nur immer am Donnerstag. Was? An einem Tag von der Woche? Ja, also ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch so ist, aber damals war es so, nur immer am Donnerstag, Wow. weil sie sonst auch noch gynäkologische Praxis sind zur Beratung und ist jetzt auch nicht ein mega grosses Team, aber mega spezialisiert. Also ich habe Klinik in Zürich wirklich Top-Job. Also ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt im Sinne von, ich habe genau das gebraucht, was mir die Frau in dem Moment gegeben und gesagt und gemacht hat. Schön. Ja. Weil da Ja. gibt's ja auch, habe ich auch schon viele andere Storys gehört, dass das eine mega traumatisierende Erfahrung war, dass Frauen, Ärzte und Ärztinnen gar nicht einfühlsam sind oder irgendwie noch versuchen umstimmen. Und das sind einfach nicht Sachen, die du in dem Moment hören willst. Und darum, mega schön, hast du eine gute Erfahrung gehabt. Das ist das, wie es sein sollte. Und jetzt, bevor wir zu dem Tag kommen, wo du dann abgetrieben hast, zuerst noch, du hast ja gesagt, du hast ja instant gerade abtreiben gedacht. Hast du keine Sekunde gedacht, soll ich das behalten oder so? Du hast gerade, es hat wie in deinem Hirn gar nicht die Option gegeben. Also ich habe mir schon immer gesagt, wenn es nicht ein Wunsch ist, will ich abtreiben. Also das war wie schon immer ein Gedanke gewesen. Und dann habe ich mich halt tatsächlich wirklich mit dem Gedanken müssen befassen. Und dann habe ich aber auch gewusst, also eben ja instant, und ich habe nie gedacht, so, behalte ich das Kind oder nicht. Ich habe wirklich gewusst, nein. Also die Umstände hätten ja auch nicht gepasst, weil also in dem Fall, du sagst auch immer so, ich hätte oder würde gerne meinem Kind irgendwie etwas bieten können und deinen Erwartungen entsprechend kannst du das noch nicht und dann ist ja vielleicht auch der Fall für dich darum auch schon so klar gewesen. Voll, ich bin auch mega jung. Also man Ja. muss vielleicht dazu sagen, ich bin damals 23 gewesen. So, also es gibt natürlich viele, die auch schon mit 23 einen Kinderwunsch haben, aber ich gehöre definitiv nicht dazu und dementsprechend habe ich gewusst, ich bin nicht ready für ein Kind. Also eben, ich habe mir die Gedanken gar nicht gemacht, weil ich das wie schon gewusst habe. Aber ja, die Umstände hätten es nicht erlaubt und ich mir und das Alter und alles, ja, so ein bisschen die Gedanken. Nur, es gehört ja auch noch eine andere Person ist auch involviert. Willst du dort noch schnell etwas sagen dazu? Oder, Ja, also die Person weiss es nicht. Darum bin ich auch noch mal mehr froh, dass man das so machen könnte, anonym. Ich habe mich einfach dazu entschieden, dass ich es der Person nicht würde sagen. Also beziehungsweise ich muss noch ergänzen, dass ich mega lange überlegt habe, ob ich es dieser Person sagen werde und dieser Person einen Brief schreiben werde. Aber ich habe mich dann bewusst dagegen entschieden. Und davor war es halt einfach, hey, er ist halt in Kanada, also was soll ich ihm jetzt anrufen, soll ich ihm schreiben? Wir haben keinen Kontakt mehr gehabt. Also er ist Er an den Sprachaufnahmen. Also er war wie auch nicht mehr in deinem Leben gewesen, Genau, nachdem das passiert ist. Genau. Also wir haben wie gesagt, treffen wir uns wieder, wenn er zurück ist, was dann wie auch nicht von ihm ausgekommen ist. Und eben dort habe ich auch mal überlegt, ihm einen Brief schreiben, whatever. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Ja. Also er weiß es nicht. Ja, schlussendlich ist es ja auch, Gott sei Dank, dein Körper, also dein Körper und darum auch deine Entscheidung. Und ich finde, das ist völlig richtig so. ist in der Klinik mal die Frage gestellt worden? Wird das gestellt? Also ich frage halt wirklich keine Ahnung, ob irgendwie die andere Ich Person... glaube sogar, ja. Und ich glaube im Fall, ich habe einfach gelogen. Ja, man muss sich auch nicht... Ja, also, man muss sich ja auch nicht allen... Das ist auch ein Grund, warum wir dich jetzt anonymisieren. Also, man hat nicht immer Bock, sich alle Meinungen von allen Leuten anzuhören. Und dann ist es vielleicht manchmal ein bisschen die bequeme Variante, zu sagen, ja, alle sind einverstanden, als jetzt da noch gross die Erklärung auspacken. Voll, ich glaube, das wäre auch... Also ich bin noch nie in so einer Situation gewesen, aber ich glaube, dann lernt man so... Da ist es jetzt nicht nötig, dass ich jetzt alles erzähle. Also Ja, man muss choose vielleicht your dazu sagen, battles, du hast ja ja. vorher noch gesagt, mega schön hast du positive Erfahrungen gehabt, aber wenn ich kurz chronologisch durchgehen kann, es war nicht nur eine positive Erfahrung gewesen, weil ich hatte ja anfangs einen positiven Test gehabt, dann bin ich eine Woche in der Ferien gewesen, dann hatte ich den ersten Untersuch gehabt mit dem Ultraschall in der Permanence, weil die Abtreibungsklinik, wo ich eigentlich den Termin hatte, hat die Frau Dr. ist selber krank gewesen und hat dementsprechend die Praxis hat nicht meinen Untersuch durchführen. Und dann
habe ich halt in die Permanence gehen. Also sie haben mir wie gesagt, ja, sie können auch noch warten und dann zu uns kommen oder sie gehen in die Permanence. Und ich so, ja, ich wollte jetzt nicht, ich habe schon eine Woche Ferien gehabt, dort jeden Tag an das gedacht, die ganze Zeit an das gedacht. Ich kann jetzt nicht noch länger warten, dann bin ich halt in die Permanence. Und dort bin ich untersucht worden von einer älteren Frau. Und ich weiss nicht, ob das so war. Stimmt, ich kann mich erinnern. Ja, so gut war, weil sie hat halt wie gesagt, es war irgendwie so gewesen, ich habe so gefragt, was wird genau alles abgesaugt oder irgendwie wegen Blut hat sie etwas gesagt, es wird mega Blut oder frag mich nicht mehr. Und dann nachher hat sie so gesagt, ja, das Kind hat schon Hände und Füße, hat sie mir so gesagt. Oh. Und ich so, okay, I didn't ask. Also was wollte sie dir mit dem sagen? Du schlechter Mensch, oder was? Hey, ich glaube, sie hat wie wollen sagen, wie fortgeschritten halt meine Schwangerschaft ist. Okay. Und um mir das bewusst zu machen, keine Ahnung. Es war ein bisschen eine ältere Frau gewesen. Ich glaube, sie hat gedacht, ja, 23, das schaffen sie schon so mäßig. Ja, übrigens, vielleicht kurz ein Disclaimer, wenn ich ab und zu lache, das ist einfach meine Art so. Ich lache nicht drüber und ich finde es auch nicht mega funny, aber ich kann halt jetzt nach einem Jahr mehr drüber lachen. Einfach, dass das und alle es ist vielleicht auch ein bisschen dein Coping-Mechanism. Und das heisst Coping-Mechanism. Kurzer Language School Exkurs. das ist ihre Art, damit umzugehen. Also so, das ist ihre Art, wie sie natürlich darauf reagiert. Coping. Coping ist so, I cope with something. So, ich muss mit etwas Handeln. Ich muss etwas handeln, genau. Das ist die Art und Weise, wie sie Sachen handelt, ist halt manchmal vielleicht für andere Leute unpassende Situationen zu lachen. Aber andererseits zeigt sie auch, dass sie es vielleicht ein bisschen leicht, mit einer kleineren mehr Leichtigkeit kannst drauf schauen als voll. Und es ist jetzt halt ein Jahr, genau. Es ist ein Jahr später. Und du hast ja jetzt auch mit deinen Kolleginnen, wo du jetzt gesagt hast, wo du es neu erzählt hast, bist du jetzt auch ein bisschen mehr in das reingekommen, wie ich es erzähle. Und ich weiss noch, sorry, nochmal zu dieser Permanence zurückkommen, sind nicht dort auch so, ich kann mich irgendwie erinnern, du hast mal etwas erzählt, von wegen irgendwo sind so Bilder von Babys gehangen. Oder auf der Webseite. Weißt du, wo du so gegoogelt hast, sind da so Bilder auf den Webseiten von Abtreibungskliniken, sind so Babys abbilder. Kinderwunsch, Fragezeichen, weißt du, so. Ja, stimmt. Das ist auch so. Du willst vielleicht nicht ein Kind mit glubschigen Augen sehen, das herzig lacht, wenn du dich über Abtreibung informierst. Weißt? Das ist irgendwie ein bisschen unsensibel. Also wirst du, ich vergleiche es jetzt nur mit, ich kenne jemanden, der sich unterbinden lassen und die ist 33 oder so und die muss sich halt viel anhören, dass man noch Optionen sagt, so, also viele Events, sie muss sich an vielen Gesprächen, wie soll ich sagen, aussetzen, bis sie zu dem Punkt kommt, dass sie wahrscheinlich unterbunden wird. Aha, ja, sie muss mega vielen Leuten davon sagen, dass sie das wirklich will. Also Fachärzte, ja. Und ich frage mich, ist es bei der Abtreibung auch so gewesen, dass dir noch Optionen dargelegt werden? Oder ist es so gewesen, ankreuzeln, Abtreibung, fertig? Ja, also die ältere Dame, wie gesagt, hat mir dann doch noch die Broschüre gegeben, für, eben, wenn ich jetzt Mami werde. Und ich habe die Broschüre gerade weggerührt. Sie hat aber dann auch nur so gesagt, ja, das muss ich Ihnen mitgeben. Muss sie übrigens nicht, hätte sie nicht müssen. Nicht? Also ist... Du musst keine Broschüre mitgeben, jemandem, wo ganz klar... Also ist das gesetzlich so? Weißt du das? Ja, du musst keine Broschüre mitgeben über, wie es ist, trotzdem Mami sein quasi. Ja. Also auch nicht dich darüber aufklären, dass es noch andere Wege gibt. Doch, also das hat schon. sie ja gemacht im Gespräch. Aber das muss man wahrscheinlich, oder? Hey, also was für andere Optionen hättest du denn gehabt, außer behalten und abtreiben? Aber das ist ja eine andere Option. ja, das ist behalten ist die andere Option. Weißt du, für mich stellt sich nur die Frage, ist sie dort reingekommen und ist ihr nur gesagt worden, eben, es gibt ja auch noch behalten, kommt das gar nicht für sie in Frage, oder? Das ist wahrscheinlich noch gefragt worden und nicht einfach so, okay, sie wollen abtreiben. Genau, also Ja. eben, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich dort bei der Permanence war und nicht in der Abtreibungsklinik bei der Frau Dr. Weil ich glaube, sie, also die Frau Doktor, ist schon mega so gewesen, so, ich habe ihr erzählt, sie hat gecheckt, sie hat nichts hinterfragt, sie ist so, ja, sie hat das jeden Tag und die bei der Permanence haben ja andere Fälle, die haben ja auch Mütter oder Leute, die unbedingt schwanger werden. Darum, ich wollte die ältere Frau jetzt auch nicht mega in ein schlechtes Licht drücken, aber eben die Broschüre hätte sie mir nicht mitgeben müssen.
sie hat mich auch im Gespräch darauf hingewiesen und dann hat sie einfach wie noch gesagt, gib Ihnen jetzt doch noch die Broschüre mit. Okay. Ja, ich sehe, dass das ihr Job ist. Ich finde einfach, man muss als in dem Fall Fachperson ein bisschen das Gefühl dafür haben, so, wann ist genug. Ja, das ist, also eine Kollegin von mir ist Hebamme und das ist auch schwierig, dort so ein bisschen seine Meinung, weißt jetzt, wie soll man gebären, bla bla bla, dass man dort nicht fest Über den so redet. Ja. Sie hat mich auch gefragt, ob ich ein Bild will vom Ultraschall. Okay. Und das ist halt wieso. Also ich bin ja aus dem Grund angegangen zum Abtreiben. Habe ich auch ganz klar in das, man muss ja immer, wenn man das erste Mal irgendwo ist, oder generell bei so einem Arzttermin, gibt es ja so ein Formular, wo man ausfüllt, wie man heisst, whatever. Und dort habe ich geschrieben, schwanger, aber möchte nicht schwanger sein oder so. Und ja, ich wollte dann auch kein Foto vom Ultraschall. Ja gut, aber vielleicht gibt es ja Leute, die abtreiben und gleich ein Foto wollen. Also das ist so. Oder nicht? I don't know. Aber auf jeden Fall, Für den Content. ist ja eben, Mitte Mai hast du gewusst, dass du schwanger bist, Ende Mai hast du können abtreiben. Jetzt Übrigens, nimm kleiner es- Fakt noch schnell zum Abtreiben, sorry. Aber wie du vorher schon gesagt hast, die meisten medikamentös abtreiben. Und da steht, die meisten also das habe ich übrigens vom Bundesamt für Statistik, die Zahlen, die meisten Schwangerschaftsabbrüche wurden in 2024 in den ersten 8 Schwangerschaftswochen durchgeführt und 96% aller Schwangerschaftsabbrüche erfolgten vor der 12. Schwangerschaftswoche. Das heisst eben, wie du das bestätigt, wie was du gesagt hast, dass die meisten früher. Und 83% der Schwangerschaftsabbrüche erfolgen durch Einnahme von Medikamenten und nur 17% der Abbrüche durch chirurgische Intervention. Und du gehörst jetzt zu diesen 17. Genau. Und, gell, mit darf bis zu der 12. ist Bis zu der 14. in Ausnahmefällen schreiben sie. in der Schweiz. Ja. Aber Frau Doktor, kleiner Shoutout würde sicher eben Ja. bei jedem, wo, also wenn Also man das jetzt ist- gerade in der 14. Woche ist, braucht es natürlich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Gespräch, weil dann muss auch das Spekulum, das ist wie, ihr habt das alle auch, wenn ihr zum Frauenarzt geht, ist das Spekulum das, wo, Wo eingeführt wird, zum reinschauen. Ein kaltes Ding. ja genau, Dass das so aussieht. Die kalte Zange. ja. Genau, ja. Desto länger deine Schwangerschaft fortgeschritten ist, desto grösser muss halt das Spekulum sein. Das heisst, in der 14. Woche wäre es jetzt nochmal grösser gewesen als Ein grösserer jetzt bei mir, Eingriff, ja, genau. Wieso? Muss das grösser sein? Ja, weil wahrscheinlich die Schwangerschaft und entsprechend ja, Embryo oder so du musst viel es mehr einfach ist. mehr aufmachen. Ah, du Ja. musst es mehr aufmachen. Also das hat Okay. sie hat mir das auch so gesagt in der Vorbereitung. Generell, soll ich vielleicht mal über die Vorbereitung reden? Ja, warte, wir kommen gerade noch zu dem. Und bevor wir zu dem kommen, noch schnell eben bis zu der 14. Und wenn ich jetzt drüber wäre, dürfte ich nicht abtreiben. Nein, dann müsstest der du Schweiz. dann müsstest du in die Niederlande. Das hast du auch gegoogelt? Oder? Ja, das habe ich aber auch schon gewusst, weil eben, es hat wie einen einzigen Podcast gegeben, wo ich schon gehört habe vor x Jahren, wo eben eine Person abgetrieben hat in Amsterdam, von der Schweiz, wo sie in der Nacht noch auf Amsterdam gefahren ist mit dem Auto, weil es so knapp war von der Woche, weil in den Niederlanden kannst du bis zu der 24. Woche abtreiben und ich glaube, sie Wow, war das so ist mega 22,5 gewesen, ja, 2 genau. Monate. Nein, bin ich blöd. 4. Der 4. Wow. Eben, weil du bist ja in der Ja. Regel 39. Woche Ich bin schwanger. nicht schwanger, fast in der Hälfte. Da kannst du noch abtreiben. Mhm. In den Niederlanden, genau. Ja, ich habe mir auch schon das Szenario überlegt. Also, als ich den Test gemacht habe, habe ich gedacht, ja, fuck, wenn es jetzt schon so weit wäre. Ja. Dann, also ich bin wie mega, mega froh gewesen, wo ich dann das Resultat von dieser älteren Frau gehört habe, in welcher Woche ich bin, auch wenn es schon mega fortgeschritten war. Aber ich habe immerhin gewusst, hey, es ist noch legal da in der Schweiz. Und ja, ich muss nicht extra mir jetzt überlegen, wie ich da auf die Niederlande gehe, Ja. wie ich das mache, Ja. bla bla bla. Ja. Es war wie einfach so, so, oh mein Gott, ich bin mega dankbar, bin ich in der Schweiz und kann ich das noch machen. Und eben eigentlich regulär 12. Woche, 14. ist wie so das Letzte. Letzte. Und in Deutschland beispielsweise habe ich mich halt auch mega eingelesen, weil es war wie auch wieder so die Frage gewesen von, hey, kann ich irgendwelche Stimmen hören, die das schon gemacht haben? Und dann bin ich halt auf diversen Internetseiten gewesen. Und in Deutschland ist es so, dass du einen Beratungstermin musst haben und kannst wie erst 3 Tage nach dem Beratungstermin abtreiben. Das hat Stefanie Giesinger mal erzählt. Stefanie Giesinger
hat ja auch einen Podcast und sie hat auch mal eine Schwangerschaft abgebrochen und sie hat eben dort von dem Beratungsgespräch erzählt, wo der Arzt, die Ärztin, weiß nicht mehr, sie versucht hat umzustimmen. Und das Beratungsgespräch ist wie ein Gespräch, eben genau, du kannst das nicht umgehen in Deutschland, du musst dir das dort anschauen. Die Optionen. Genau. Nochmal mehr wahrscheinlich. Genau. Ja, okay. Und du musst dich auch so richtig überzeugen davon anscheinend, Mhm. warum du das Okay. jetzt willst. Mhm. Aber jetzt zu der Vorbereitung. Ja, genau. Also eben, vielleicht interessiert das ja andere auch, wie so eine Vorbereitung sowieso. abläuft. Oder euch. Also ist wie so, beim ersten Untersuch hatte ich auch wie einfach Kontrolle gehabt, Ultraschall und so weiter. Und dort haben sie mir dann einfach gesagt, der nächstmögliche Termin für die Abtreibung selber ist dann und dann. Und du musst einen Tag vorher eine Tablette einnehmen, wo dein Muttermund öffnet, damit du dann ready bist für die Operation. Das habe ich sind- sogar bei der Spirale müssen. Also vaginal einführen, wo der Mutter... So, okay. Ich weiss es zwar gar nicht mehr, aber es macht ja weich, Ja. oder? Okay. Ja. Ja. Und das war alles, was du hast im Vorhinein machen vor dem Eingriff? Ja, Oder also ist ich das hatte dann etwas? wie noch einen zweiten Untersuch gehabt. Stimmt, sorry, das war wieder dazwischen gewesen. Tut mir mega leid für alle HörerInnen, die jetzt verwirrt sind. Aber Nein, ich finde, Einfach man kommt aktiv weg- zuhören, dann haben wir da schon draus. Ich könnte ja so einen parallelen Zeitstrahl aufmalen. ja, also der erste Untersuch bei der Bebanos, dann der zweite Untersuch und auch Kontrolle vor der OP ist dann eine Woche später gewesen. Und dort habe ich dann, also das ist dann wie so der Moment gewesen, wo mir auch die Frau Doktor wie gesagt hat, was genau alles passieren wird und was sie mir dort immer wieder gesagt hat. Darum sage ich auch für mich, ist es das Richtige gewesen. Sie hat gesagt, sie müssen einfach mitmachen. Sie müssen mitmachen. Das ist wie so mega das Ding gewesen, wo mir dann Was heisst mitmachen? ja, ich weiß nicht, wie geht es euch, wenn ihr eine Jahreskontrolle habt beim Frauenarzt? Also gut. Also ich gehe gerne zu meiner Frauenärztin, weil ich sie sympathisch finde und mir immer, ja, einfach, also ich habe sie wie gerne, ich habe nicht ein schlechtes Gefühl, wenn ich dort hingehe, aber ja, es gibt natürlich Angenehmeres als auf 1,5 Meter Höhe auf dem Stuhl hocken, unfrei. Ja, ich bin froh, wenn ich auf dem Schragen liege. So, eben das Umziehen in der Garderobe ist ja eigentlich lustig, weil du bist ja nachher nackt. Ja, Ich habe gerade letztens einen Meme gesehen Ja, darüber. ja. Stimmt, warum? Aber es ist trotzdem, es fühlt sich trotzdem, wenn ich jetzt vor ihr da und das letzte Mal, als ich gegangen bin, habe ich eben da ein bisschen etwas Herz gespürt bei der Brust und dort habe ich umso mehr wollen, dass sie jetzt meine Brust so richtig anlangt. Ja. So Statement. wirklich einfach, also weißt, am liebsten hätte ich nochmal nachgefragt, können Sie nicht nochmal? Weil, Aber einfach, weil du hast sicher gehen. ja, darum, dort bin ich, ja. Mal, ich fühle mich eigentlich wohl, muss ich sagen. Mhm. Ich fühle mich Aber nicht eben, wohl. du, Also ich mache es gar nicht gern, Mhm. weil ich finde eben genau das Einführen vom Spekulum mega, mega unangenehm, weil es halt eben das Metallige ist. Und ja, ich weiß nicht, mitmachen, ich verkrampfe, mein Körper verkrampft, automatisch. Einfach, weil das ist wie halt eine Region, wo ja, fremde Personen auch nicht sollten es anlängen, whatever. Natürlich in dieser Situation, wenn du beim Frauenarzt bist, gibst du ja deinen Consent, dass das gemacht wird. Aber eben das Mitmachen hat sie mir auch mega gesagt, weil sie ist auch einmal einfach mit der Hand reingegangen, um es irgendwie anschauen, kontrollieren, whatever. Und hat mehrmals den Ultraschall. Und der Ultraschall ist nicht so, wie ihr in den Filmen kennt, über den Bauch, der schon gross ist und dann schauen wegen dem Kind. So, das ist bei einer Schwangerschaft, wo man das auch will und alles. Aber bei mir ist es wie so ein Einführung und du gehst halt mega weit rein. Nicht, also Spekulum macht es auf und dann der Ultraschall gehst du wie so mega weit rein. Und dann, ich bin halt mega verkrampft. Also, und sie hat mir dann einfach gesagt, sie müssen mitmachen, sie müssen mitmachen. Mhm. Also ich will jetzt nicht das vergleichen mit der Spirale einführen, Ja. aber ich weiss dort auch noch, meine Beine haben so zittert und voll verkrampft. Nachher hat sie mir auch gesagt, Frau Kelly, Sie müssen sich entspannen, das geht, weil eben die Muskeln da unten Machen zu, verkrampfen. zu und dann voll. Es ist auch eine Kopfsache. Also, Aber du musst dich reingeben. Und wie hast du dich jetzt denn reingegeben? Also wie hast du können du hast jetzt obviously mitgemacht. Sorry. aber Ja, wie hast du das können machen?
Ja, einfach indem ich mir selber immer gesagt habe, ich muss mitmachen, ich muss mitmachen, ich muss mitmachen. Also es ist mir wirklich richtig krass geblieben, wie sie mir das so gesagt hat. Und es ist ja auch da eben Zeit dazwischen gewesen. Also wie der erste Untersuch, dann der nächste Tag, nein, sorry, der erste Untersuch, dann eine Woche später der zweite Untersuch, dann nach dem zweiten Untersuch einen Tag später die Tabletten und dann einen Tag später die Operation. Also zwischen zweiten Untersuch und Operation ist ja wie auch nochmal ein Tag gewesen. Das heisst, ich habe in dieser Zeit jede Minute mir so gedacht, ich muss dann einfach mitmachen. Und ich habe halt, also eben gerade in der Ferien, in dieser Woche, habe ich insane viel gegoogelt. Also wirklich, ich bin jede Minute halt an das am Denken gsi und habe halt alles Mögliche wollen wissen. Und dann, als ich dann auch gewusst habe, eben nach der Ferien, nach dem ersten Untersuchen, wie vorgeschritten es ist, habe ich ja dann auch gewusst, wie es genau abläuft. Also das habe ich auch durch meine vorherigen Recherchen herausgefunden, aber wie dann nochmal intensiver, weil dann weisst du ja Medikament oder chirurgisch. Und dann habe ich gewusst, hey, eben, das wird ein grösseres Spekulum sein. Ich habe nicht gewusst, zuerst, was ist ein Spekulum? Bin ich zuerst mal das googeln. Und dann ich so, ja, das kenne ich ja. Und dann wie einfach nochmal so, wie das ist mit dem Saugen und alles. Also das alles hat mich dann wieder dazu gebracht, okay, ich weiß, wie es geht. Also ich muss einfach mitmachen, dass es funktioniert. Und ich wollte ja nicht mehr schwanger sein. Und dann habe ich wirklich gewusst, ja, also Selina, mach mit. Ja. Und Dann ist eben der Tag gekommen vom, weißt du noch, das Datum so? Ja, das war dann der 23. Mai gewesen. Also ja, Ende. knapp 3 Wochen. Und dann bist du in welcher Woche gewesen? In der 12.? Also der letztmögliche Genau, in der Schweiz. dann bin ich in der 12. Nein, gewesen. ich habe bis zu der 14. Sorry, ja, genau. Ja. Ja. Okay. Also das mit der 14., um das nochmal korrekt zu sagen, also das ist wie eigentlich rechtlich 12. Woche, eben in gewissen Fällen 14 Wochen. Und ich sage gewisse Fälle, eben, das ist dann, könnt ihr selber nachlesen, aber sie hat mir gesagt, wenn ich jetzt in der 14. Woche gewesen wäre, hätte sie mit mir das jetzt auch noch gemacht. Also, ja. Genau, 23.05. war der Tag gewesen. Okay, du hast gewusst, heute ist der Tag, ich muss mitmachen. Ja. Jetzt gehe ich dort an. Genau, man muss halt auch nüchtern an eine Operation. Das heisst, ich bin dann wie, also ich habe an dem Tag mir frei genommen, bin irgendwann aufgewacht. Also mit nüchtern meinst du nichts gegessen Ja, haben? ja, genau. Ja, ich kann jetzt sagen, wählen. Ah, sorry. Also of course nicht getrunken haben, aber eben auch nicht gegessen. Ja. Nüchterner Magen. Ja. Das ist doch bei allen Operationen so. Weiß nicht, aber ja, auf jeden Fall, eben, du hast nichts gegessen gehabt. Also das ist jetzt nicht so special. Ich esse nie zum Morgen. Die Operation war um 2 Uhr am Nachmittag gewesen. Das heisst, ich hatte einfach wie noch so ein bisschen den Morgen gehabt. Es war jetzt nicht mega ein schöner Morgen gewesen, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich war halt einfach wirklich in dem Mindset gewesen. Ich wollte, dass es durch ist, ich wollte, dass es durch ist, ich wollte, dass es durch ist. Und dann... Bist du nervös? Also was war für ein Gefühl gewesen? Dort an dem Morgen? Ja, schon nervös. Aber vielleicht auch ein bisschen erleichtert, weil du gewusst hast, heute wird der Horror vorbei sein, nicht? Nein, noch gar noch nicht erleichtert. Es ist generell für mich, ich habe es niemandem gesagt, also ich habe das alles für mich selber durchgemacht und ich bin erst erleichtert, oder ich bin erst okay gewesen mit dem Ganzen, was durch war. Also einfach, eben, dann habe ich auch erst darüber reden. Dann können wir nachher dann, wie die Zeit danach war. Ja, genau. Also, ja, ich bin nervös gewesen, bin dann mit dem Zug dort an, habe die ganze Zeit das gleiche Lied gehört, wo so der Hook ist, ich glaube an dich und darum, ich habe auch an mich geglaubt, dass ich das schaffe, dass ich mitmachen kann. Dann habe ich die ganze Zeit das Lied gehört und dann bin ich in der Praxis und dann, ja, ist es dann irgendwann losgegangen. Und wie lang ist das? Also ist das in einem OP-Saal? Hey, ist auch noch spannend. Also es ist in einem Operationsraum, wo die Praxis separat mieten. Das heisst, dort, wo ich meinen zweiten Untersuch hatte, war nicht der gleiche Ort wie die Operation. Ich musste dann an einen anderen Ort hingehen. Das hat mir zuerst auch ein bisschen Angst gemacht, weil ich so dachte, ja, ich weiss ja gar nicht, wie es dort aussieht und so. Hätte man ja auch noch mal abchecken können, so habe ich aber nicht gemacht. Bin ich einfach dort hin und es war wie noch eine andere Arztpraxis, einfach dort am ganz normal laufen gewesen.
ganz normaler Donnerstag quasi und dann bin ich eben dort an und dann habe ich gesagt, wer ich bin und dass ich eigentlich für eben die andere Arztpraxis da bin und dann die Frau am Empfang hat dann wie gesagt, also, ja, sie können dort ansitzen, ich werde dann abgeholt und dann bin ich abgeholt worden und dann bin ich eben in den Operationsraum und dann sind die 3 Frauen, wo ich schon kennt habe vom zweiten Untersuch, sind dann auch dort gewesen, in Montur, also in OP-Kleidung. ja, genau. Dann habe ich mich ausgezogen, nur unten, und dann bin ich auf der Stuhl und was ich wirklich muss sagen, das hat mich richtig genervt. Der Stuhl war viel unbequemer gewesen, wie beim Untersuch, weil es so ein anderer Stuhl war und unten an den Füßen, man muss ja wie so breit sitzen, hat es wie keine, wie sagt man dem, Fußsohle gehabt. Ja, es ist wie so. Also, wo du kannst deine Wade an. Nein. Für die Füße. Die Fußsohle. Ja, Die Fußsohle. es hat wie nur so einen Kreis, einen Halbkreis gehabt, wo du hast deinen Fuß so anlehnen mäßig, aber er war wie hangloose gewesen. Und ja, das hat sich mega nicht geil angefühlt. Also der Stuhl ist nicht so Vor allem bist du ja auch wach während dem. Und dann, ja, ist halt vielleicht auch nicht so gemütlich, wenn das halt unbequem ist, ja. Ja, voll. Hätte man bequemer lösen können, aber egal. Auf jeden Fall bin ich dann dort gewesen. Und es hat wie eine gehabt, die es auch gelernt hat, wie die Operation abläuft, weil das Team hat sich irgendwie neu zusammengesetzt und so. Also es ist wie schon auch nochmal so ein bisschen so, ja, wir müssen sie noch umsetzen und so ein bisschen Chaos vor der OP selber. Das hat mich schon kurz verunsichert oder noch mehr nervös gemacht, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wo eine hat wie immer ihre Hand auf meiner Schulter gehabt und mit mir geredet und gut auf mich eingeredet. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo wir alle in Position waren und alle ready, ist es mir eigentlich gut gegangen, weil ich gewusst habe, du bist in good hands. ja, und es geht jetzt los. So. Und dann, ja, hat sie, ich habe schon im Vorhinein habe ich halt gewusst, dass ich ja nur lokal betäubt werde. Was man an dieser Stelle auch noch muss sagen, in Deutschland zum Beispiel ist es viel häufiger, dass man halt Vollnarkose bekommt. Und das habe ich zum Beispiel auch ein bisschen scheisse gefunden. So, ja, wieso bekomme ich nicht eine Vollnarkose? Hättest du das lieber Ja, 100%. Also, es ist nicht geil, nur lokal betäubt zu sein und wie, ja. Alles halt ja, mitbekommen. ja. Du hast einfach ab Bauch abwärts nicht mehr gespürt. Ich habe wie nur in dieser Region nichts gespürt. Aber wie betäubt man lokal in dieser Region? Ja. Ah, du hast eine Spritze bekommen? Ja. Also das heisst, du hast auch nicht gemerkt, wie das Speckgurt... Nichts? Doch, man merkt es schon ein bisschen. Also ich habe auch das Saugen gemerkt, aber halt eben Betäubung. Wahrscheinlich dumm. Also ich kann mir ja vorstellen, wenn ihr irgendwie... Sind ihr mal lokal betäubt worden? Ja. Zahnarzt wird man ja auch lokal, aber halt mega in Beispiel. kleine Zonen. Aber die Backen... Voll, aber du merkst ja Du trotzdem merkst ja noch, den dass du Druck dort... oder so. Ja. Ja. Genau, und dann habe ich eben im Vorhinein schon gesagt, weil ich gewusst habe, dass man Schmerzmittel bekommt, habe ich die Frau gefragt, könnte ich echt die doppelte Dosis Schmerzmittel haben? Weil ich eben ja eigentlich lieber eine Vollnarkose hatte. Und sie so, nein, das können wir nicht machen. Aus dem Grund, dass sie einem nur 1 Stunde maximal noch in der Praxis halten, weil sie halt auch mehrere Termine haben. Und dann ich so, ja, okay, in dem Fall muss ich halt einfach mit dieser normalen Dosis auskommen. Und dann, wo sie mir dann das Schmerzmittel also mit der Infusion ist es gewesen, und eben die Frau, die wie ihre Hand da drauf hatte, hat auch das gemacht. Und dann nachher habe ich ihr gesagt, können Sie einfach alles rein, wie so auf einmal, so dass halt das ganze Schmerzmittel auf einmal reingeht. Und dann war wie noch der Blick zwischen ihr und der Frau Doktor. Und dann hat Frau Doktor wie das auch abgesegnet, weil sie ja wie von mir gewusst hat, ich wollte ja eigentlich die doppelte Dosis so mäßig. Und das habe ich dann auch mega schön gefunden, weil dann habe ich wirklich auch das Schmerzmittel gemerkt, im Sinne von, man ist ja dann einfach ein bisschen weg. Ja. So. Wie so drauf ein bisschen. Balla Balla. Nein, Ja, sorry, doch, es ist vielleicht doch. nicht die passende Nein, Ding doch, gerade. Schmerzmittel oder auch so Lachgas. Ich habe das noch nie, weiß nicht. Also nicht gehen, aber halt ein bisschen drauf. Ja, voll, es ist ein Opioid. Auf jeden Fall, ja, bist du dann so ein bisschen, ja, betäubt.
Und dann habe ich einfach gewusst, was sie jetzt am machen sind. Also sie haben es dann auch gesagt, eben so, sie gehen jetzt, also das Spekulum kommt jetzt rein und dann habe ich das gespürt. Also eben, du spürst ja wie trotzdem, dass das jetzt kommt. Ich habe es einfach nicht, es hat nicht wehgetan. Also das muss man ganz klar sagen. Jeder, der sich Sorgen macht, der Angst hat, es hat nicht wehgetan. Bei mir zumindest nicht. Und es ist einfach das Gespüren. Es ist wie, also Vielleicht auch ungeile Geräusche. genau, es ist ja nicht, ein Bienenstich tut ja weh. So. Und das war es wie nicht gewesen. So, ich habe es mir so vorgestellt. Ich habe gedacht, Krass, es ist wie so ein Brennen oder ein Stechen oder so. Weil so es ist- wird ja etwas weggenommen. Genau, aber so ist es nicht gewesen, also bei mir nicht. Und dann eben das Spekulum und nachher eigentlich der Sauger und es ist wie so zweimal gesogen worden. Und dann irgendwann haben sie wie gesagt, ja, es ist jetzt alles gesogen worden. Ich habe die Augen zugemacht, weil ich schon wollte, dass möglichst wenig Sinn da sind. Vielleicht hätte ich auch können fragen, ob ich kann AirPods drin tun, Musik hören, habe ich nicht gemacht. Hättest Kann man aber wahrscheinlich sicher, können, ja. ja. Und dann habe ich es einfach gehört, genau. Und irgendwann eben auch gehört, um zu sagen, ja, es ist jetzt alles draussen. Und dann, das hat mich dann ein bisschen angeschissen, habe ich noch mega lang auf dem Sitz so bleiben, weil sie zuerst noch alle Utensilien gereinigt haben. Weiß nicht, hätte man vielleicht auch anders lösen können, aber in dieser Zeit hat es mir schon ein bisschen wehgetan, aber mehr so die Position und der Moment und die Frau war nicht mehr da gewesen, mit ihrer Hand auf deiner ihrer Schulter. Schulter. Und dort war wie dann auch die Realisation gewesen, beziehungsweise ich habe dann die Augen aufgemacht und vielleicht ist auch dann so ein bisschen der Schmerz gekommen, den ich eigentlich hätte fühlen können. Aber es ist ja gut, es war ja danach gewesen. Ich habe ja wie gewusst, hey, ich habe es Es ist geschafft. vorbei. Ja. Hättest du gewusst, dass du, oder hättest du jemanden dürfen mitnehmen? Darf man jemanden mitnehmen? In OP-Raum nicht. Weißt du, wenn jetzt auch ein Paar, das noch zusammen ist, wo der Mann will, wie dabei ist, das darfst du nicht. In OP-Raum nicht. Okay. Ja. Ja. Und wie lange ist das Ganze gegangen? Also weißt, Ich reden wir glaube da so von eine einer halbe Stunde. Halbe Ja. Stunde, okay, ja. 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 Also das Absaugen nicht so lange, aber jetzt, wenn du mich fragst, von A bis Ausziehen Z, bis... ja. Genau, und dann, was noch krass war, ich habe mich dann halt... Eben, irgendwann haben sie dann wie mich... Genau. Warum es eben auch noch wehgetan hat, in dem Sinn, ich bin ja in dieser Position geblieben und sie hat alle Utensilien gereinigt, aber eben das Spekulum war noch in mir drin gewesen. Also ich bin wie immer noch geöffnet gewesen. Und das war auch dann noch so schmerzhaft gewesen. Auf jeden Fall, Gibt es einen Grund für das? ich glaube, es ist einfach das Letzte, was du rausnimmst, damit du wie, vielleicht hat sie auch kurz gewartet, um zu schauen, hey, ist jetzt alles gut, nochmal irgendwie mit dem Ultraschall oder was weiß ich, mit irgendetwas rein, um zu schauen, ist alles draussen, keine Ahnung. Auf jeden Fall dann als letztes macht sie wie die Zange zu und raus und dann ist einfach so ein befreiendes Gefühl gewesen. Und dann aber habe ich mich halt noch putzen, also ist natürlich, hat mega viel Blut und dann putzt ich dich halt noch so ein bisschen selber. Und dann habe ich wie das Papierchen, das ich geputzt habe, im gleichen Güssel, da wie auch Der der ganze Rest. medizinische Abfall drin Ja. war. Und das war schon noch heavy gewesen. Also Wow. vor allem auch also das, was in dir Ja. war, oder? Ja. Das ist, Genau. okay. Und Ja. das gesehen Ja. war heavy. Gewesen. Ja. Also es war nicht mehr viel Blut. Gewesen. Ja, so viel Blut. Also ich habe noch nie so viel Blut auf einmal Ich stelle mir gesehen das wie dort. noch krass vor. Es gibt ja Leute, die können kein Blut sehen. Ich habe Freundinnen, die können kein Blut sehen. Also weißt, so ein Erlebnis muss auch ja, also ja, ist einfach ja, noch härter, wenn du kein Blut kannst sehen und dann halt so etwas siehst. Mhm. Ja, und dann bist du aus dem OP-Saal raus und was Also hast du du hast dann? dann nicht mehr weiter blüten. Also, weißt du, nach dem Frauenarzt untersucht, tust du dich ja abputzen, nicht wegen dem Blut, sondern einfach wegen dieser Flüssigkeit und so. Aber hast du dich einfach, also hast nachher nicht mehr Nein, geblutet? Also ist ich das habe einfach, blutet. Das ist auch so, dass man noch blutet. So Nachblutungen gibt es wahrscheinlich, weil der Körper, also die Gebärmutter hat ja gleich Verletzungen erlitten vom Aussaugen und so. ja. Ich habe dann einfach eine Binde bekommen, mich angelegt und bin eben in den Raum, wo sie mich dann wie noch kurz dort behalten müssen. Also das ist wie, glaube ich, eben auch gesetzlich verpflichtet, dass du mindestens eine Stunde dann noch dort sein musst. Oder, So zur Beobachtung wahrscheinlich. auf jeden Fall bin ich dann noch eine Stunde da gewesen. Und dort auch nicht so chillig. Das habe ich dann eben auch online im Vorhinein gelesen, wie echt so ein Saal ist, wenn du dann noch... Und in Deutschland beispielsweise gibt es, also in den Niederlanden bestimmt auch, auf jeden Fall so mega schöne Verzierungen an der Decke, dass du wie kannst die Decke anschauen und nachher so denkst so,
mir geht's Also bist du gut. dort gelegen oder wie? Nein, eben, das gibt es in Deutschland. Und wo ich aber gelegen bin ich auf so einem Bett gewesen, und dann haben sie mir die Infusion rausgenommen. Und wenn du eine Infusion rausnimmst, oder wenn du die Infusion rausnimmst, dann spritzt ja kurz Blut. Also zumindest ist das bei mir dort gewesen. Und dann ist so Blut an die Wand gespritzt, und die Wand war links von mir gewesen. Und dann habe ich halt dort gesehen, dass es schon mega viel Blutspritzer an dieser Wand hat. Horror. Und das, finde ich, könnte man auch besser lösen. Also im Sinne von, eben ich weiß nicht, was ihre Möglichkeiten sind und so gar nicht. Ich habe mich ja super aufgehoben gefühlt und eben ist ja alles gut gegangen. Aber eben in Deutschland gibt es so Verzierungen, so einfach so, dass du dich wohlfühlst, dass es dir gut geht, dass es schön ist, auf eine Art auch in diesem Raum dann noch. Und in diesem Raum, es war einfach ein kahler Raum. Also es ist wie einfach so ein kleines Zimmer, ein Bett. Ich habe ein Glas Wasser bekommen und ich habe halt einfach dort gelegen und habe auf eine weisse Decke geschaut. Und bist einfach also eine Stunde für dich alleine drin Ja. gewesen, ohne Handy? Ja. Was hast du dort gedacht? Bist du dort erleichtert gewesen? Ja, und stolz. Ach, Ja. ja. Stolz, dass du es hinter dir hast. Ja, stolz, dass ich das geschafft habe. Und auch dankbar. Also ich habe man muss vielleicht dazu sagen, ich bin religiös und ich habe wie vorher mega viel gebetet und dann halt auch danach Dankbarkeit. Also, ja. Und ja, dann bin ich dort gelegen. Es ist mir nicht vorgekommen wie eine Stunde, aber ja. Und dann, ich bin halt immer noch voll high gewesen. ab dem Perfidin heisst das, glaube ich. Und dann bin ich eben raus aus dieser Praxis und dann ist wirklich so best day ever gefühlt. Einfach weil halt wie der Kontrast von hey, mega schlimm eigentlich, aber dann habe ich es geschafft. Ich bin das Kind los, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und kann jetzt einfach mein Leben weiterführen. So, oh mein Gott, es ist einfach ein Kapitel, das ich hinter mir lassen kann. Und dann bin ich mir noch Schoki kaufen. Und Bist du nicht noch deine Nägel gemacht? meine Nägel will ich noch machen, stimmt. Und das ist mega unangenehm im Nachhinein, weil ich bin heimgekommen und ich habe erst dann gecheckt, dass ich so legit, Achtung Flavia, legit wirklich so Pupillen hatte, die einfach, also grösser als gefühlt mein Auge, also weißt du, Deine Iris, also eigentlich alles es schwarz. war alles schwarz gewesen. Und so bist du Ja. Nägel machen? Oh mein Gott, ich habe wahrscheinlich gedacht, die Arme, die ist so drauf. Ja, nicht arm. Was hat sie genommen? Ja, also ich hatte da auch noch ein Pflaster gehabt, halt eben von der Infusion, und die haben wahrscheinlich, also ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Auf jeden Fall, ja, mega grosse Pupillen, dort meine Nägel machen, aber ich habe das gar nicht gecheckt. Also ich habe schon gecheckt, dass ich einen Schmerzmittel habe, aber ich habe mich nicht im Spiegel angeschaut, ich habe auch kein Selfie gemacht. Ja, und ich bin dann wie heimgekommen, habe mich im Spiegel angeschaut und ich so, oh mein Gott, nein, was haben alle von mir gedacht, halt dort, wo ich bin Schoki kaufen und so. Ja, aber dann am Abend ist dann noch eine Kollegin gekommen und dann haben wir noch... Und der hast du aber auch nicht erzählt, was du Doch. gemacht hast? Also sie ist die einzige, actually, wo... Es war eben so, ich habe wie niemand vor der OP gross getroffen, also Freundinnen, einfach weil ich das nicht wollte. Und einfach mir mega wichtig war, dass ich das eben alleine durchmache. Also du hast für dich sein Genau. in diesen 2-3 Wochen, wo du das durchgemacht hast? Genau. Also eben die Ferien, da war ich ja nicht alleine gewesen, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder zurück war, hatte ich keine sozialen Engagements gehabt. Und dann ein Engagement war eben, das schon Wochen vorher abgemacht war. Und ich habe wie so gesagt, ja komm, ich sage das jetzt nicht ab. Und dann mega herzig war so, hey Selina, ich habe das Gefühl, über dir ist so eine dunkle Wolke. Was ist los? Und dann habe ich halt nicht mehr können, einfach so tun, als wäre nichts. Und dann habe ich halt wie gesagt, so ja, es beschäftigt mich gerade etwas. Und dann habe ich es ihr erzählt. Und sie ist die Einzige, die es gewusst hat vorher. Und sie war eben dann auch am Abend mit mir gewesen. Also sie hat es an dem Tag erfahren? Oder hat sie es vorher schon gewusst, dass du schwanger Du hast bist? es vorher gewusst. Ah, sie hat es vorher gewusst, ja. Voll. Ja. Und du hast jetzt gesagt, Kapitel fertig. Kann man sagen, an dem Tag ist das Kapitel für dich zugeschlagen gewesen? Oder jetzt Ja, noch Termine gegeben oder für Nachuntersuchung und alles? ich habe, also auch krass, das kann man. Ich hatte eine Operation gehabt, am Donnerstag, am Freitag ganz normal Homeoffice gemacht, Calls gehabt mit Kunden, wirklich weiter gearbeitet. Und dann einfach hat es noch eine Nachkontrolle gegeben, Wochen später,
wo alles gut war, wo sie einfach nochmal geschaut hat, eben, ob es wirklich weg ist oder ja, einfach Nachkontrolle so. Und dann ist mein Leben weitergegangen und ja. Wird man nicht krank geschrieben wegen der Abtreibung? Aber man könnte krank geschrieben lassen. Ja, weil Ja. Ich habe es nicht weißt du, gemacht. je nachdem, Zusammen hassen. je nachdem wie Spaß. Coping-Mechanism. Je nachdem, wie halt dein Umfeld informiert ist, willst du vielleicht auch nicht krank geschrieben werden, weil dann heisst, oh nein, was hast du, gute Ja, ja. Besserung. Und dann, ja. Sehe ich. Ja. Mhm. Ich nehme mal an, Ja. das war auch ein Mitgrund gewesen. Ja, also ich hatte damals im Kalender Privatoperation. Habe ich mir auch überlegt, dass ich einfach privat frei, also dass ich das so nenne. Aber ich habe nicht gefunden, ich muss jetzt auch nicht etwas anlügen, Ja. dass ich dann auch im Homeoffice arbeite oder keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Aber es haben mich schon Leute darauf angesprochen, Okay. hey, was hast du für eine Operation gehabt? Aber Du hast einfach etwas anderes gesagt. ich habe einfach gesagt, etwas an der Gebärmutter. Ja, okay. Aha, Aber dann kann man so sagen, die Abtreibung war Ende Mai und ab Mitte Juni ist es für dich normal, in Anführungszeichen, weitergegangen, wie vorher. Ja, Und wenn ist so, also genau, die Zeit danach. Und eben, vielleicht können wir ja noch ein bisschen so über dein Umfeld reden. Du Mhm. hast ja das ist jetzt so schon angetan, es hat nur eine einzige Person von dem gewusst. Das heisst, du hast das für dich alles allein eigentlich durchgestanden. und sie hat es auch nur gewusst, eben, ich hätte es ihr nicht einfach so erzählt, weil sie hat halt wirklich das gesagt mit dieser dunklen Wolke und ich habe sie halt vorher noch gesehen. Ja. Darum habe ich es ihr erzählt, sonst hätte ich es ihr auch erst danach erzählt, weil ich Ja. es wirklich, mein Bedürfnis war, ich wollte es niemandem erzählen. Ja. Und Weil aus Scham. keine andere Meinungen hören. Und auch, ich wollte es einfach geschafft haben. Kennt ihr das? So, dass ihr einfach etwas erst machen und dann darüber reden. Ich kenne das aber weniger. Ich Ich kann muss das schon. glaube auch nicht, aber ich kann mich in das hineinversetzen, weil du bist wie so gewesen, du hast ja eigentlich gar nicht wollen, dass es wahr ist. Und dann hast du einfach wollen, dass jetzt so schnell wie möglich das kannst du sagen, das ist jetzt passé. Und ich meine, in dem, dass man, was auch immer es ist, ich kenne es zum Beispiel so, dass wenn ich Sachen ausspreche, indem ich es anderen erzähle, das ist aber für mich so der Moment, okay, was ich sage, ist wahr. Oder was ich sage, entspricht der Realität. Ja, wie realer, desto mehr man es wiederholt, desto... Genau, und vielleicht hast du auch wie dem Gefühl entgehen, weil in dem, dass du es verschiedenen Leuten gesagt hättest, hättest du das ja wie noch mehr gecheckt. Oh mein Gott, das ist real. Und jetzt nimmt sich Wunder zwischen euch. Eben, du hast es ja, Selina, auch mal der Jenny gesagt. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, Plot Twist. ja, ich bin mit der Jenny eben in die besagten Ferien und mit meinen Eltern. Und auch dort, also natürlich habe ich mir mal wie so ein bisschen überlegt, ob ich es der Jenny sagen, aber irgendwie habe ich auch nicht wollen, dass das wie dann der Inhalt von der Ferien wird. Und eben, wie gesagt, es ist halt wirklich für mich so gewesen, so nein, ich mache das jetzt alleine durch. Und Ja. Ja, und du hast auch deinen Kopf, du bist ja sowieso die ganze Zeit am Googlen gewesen. Du ja, hast vielleicht nebendran nicht auch noch die ganze Zeit darüber reden, auch wenn das Jenny verstanden hat. ja, wir haben dann Aber- über andere Sachen geredet, Jenny vielleicht. Ja, also für mich, also genau, vielleicht noch meine Perspektive. Ich habe auf jeden Fall, oh mein Gott, wahrgenommen, dass mit ihr etwas los ist. Also weißt du, ich habe gemerkt, es beschäftigt sie etwas, aber sie hat halt damals eben etwas anderes gesagt. Also das darf ich glaube sagen, oder? Also sie ist viel am Googlen gewesen, aber ich habe sie so gefragt, ist alles gut bei dir? Sie so, ja, ich habe ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Bauchweh und ich kann eben nicht so gut aufs WC gehen, hat sie mir gesagt. Und sie hat die ganze Zeit gegoogelt, was sie nehmen kann, damit sie gross aufs WC kann, habe ich gedacht. Also so, ja, auf jeden Fall sind wir dann auch zum Beispiel im Supermarkt gewesen, und dort ist sie, hat sie ganz bestimmte Produkte gesucht. Und das sind jetzt im Nachhinein, hat für mich alles Sinn gemacht. Sie hat halt, wie sie erzählt hat, ganz viele Sachen gegoogelt und so ein bisschen, ja, Selbstexperiment kann man es vielleicht auch nennen. Sie hat wie so gegoogelt, was kann ich machen, um die Abtreibung vielleicht natürlich herleiten. Fehlgeburt. Also ich habe eigentlich geschaut, ja, wie kann sorry. man eine Fehlgeburt im Haushalt machen. So, also, Einfach, du Mit hast Zum Haushaltsmittel. Beispiel, ich kann mich erinnern, du hast auch mit uns Drinks getrunken. Also weißt du hast nicht Alkohol getrunken. Du hast, ja, also das habe ich halt nur gemacht, weil ich auch gewusst habe, du treibst ab. Genau. Ja, ja. Genau. Also ja, voll, das ist auch ich habe nicht auch mit dem- vorher Alkohol getrunken und so. Also weißt, ich habe es ja nicht gewusst. So. Ja, nein, das ist ja gar kein Vorwurf, weil das ist ja gar keine Fahrlässigkeit, weil du hast ja das Kind gar nicht behalten. Oder ja. Jedenfalls habe ich mir damals gedacht, oh mein Gott, die Verstopfung wie sagt man, beschäftigt sie mega. Also ich kenne das ja selber auch, nicht in dem Ausmaß, aber ich weiß, wie es ist, wenn du in der Ferien bist und
Über das haben wir ja auch schon geredet. So. Ja. Du bist die 3-mal daily geht und ich bin die so nach 4 Tagen... Ja, so, also ich Jenny, wir nehmen auf, es ist 5 Uhr, sie hat heute zuerst mal können, am 5 Uhr. Und ich kann schon 4 Mal. Ja, eben. So, weißt du, so, ich verstehe das, dass man dann so ist, ich glaube, ich muss im Fall in der Apotheke noch so ein Ding holen. Dann hinterfrage ich das nicht. Also, ich ha mir schon gedacht, das ist speziell, wie fest sie das beschäftigt, aber irgendwie habe ich das auch nicht grösser hinterfragt. Die ganze Ferien nicht. Hire me als Schauspielerin. Und ich kann mich auch erinnern, das Ding ist eben, man muss sagen, wir sind eine Woche zusammen in der Ferien gewesen. Das ist für mich irgendwie die 3. Woche vor der Abgabe von meiner Bachelorarbeit gewesen. Wir haben eben auch zu viel Zeit, es ist nicht so, als wären wir nur das Zweite gewesen, sondern wir haben auch viel Zeit mit dir und deinen Eltern verbracht, die sie ja nicht gewusst haben. Wir haben 2 separate Zimmer gehabt. Genau, sie und ich haben separate Zimmer gehabt. Also es hat auch viel Zeit gehabt, wo wir wie getrennt waren voneinander, wo du wahrscheinlich eben halt in deiner Welt gsi bist und ich dementsprechend in meiner. Und ich habe dann halt auch wie so eben oft auch gar nicht mitbekommen, was sie dann googelt oder ob sie jetzt vielleicht im Zimmer gerade am Brüllen ist oder so. Ja, man kommt ja auch nicht auf die Idee. Also auf die Idee. Also, ich würde auch nicht gerade denken, vielleicht ist sie, bewegt sie eine Abtreibung. Wir sind... Wenn ihr jemanden seht, bewusst unreife Papaya kaufen, Obacht. Wirklich. Also das anscheinend- ist ein natürliches Mittel zum Fehlgeburt. Ja, also eben online sagen, gell? Also das, Also, eben, das ist sind alles jetzt keine- Quatsch. So, das ist mega dumm, dass ich das überhaupt gemacht habe. Es ist mega dumm, dass ich überhaupt eben so weit, also so diese Sachen gegoogelt habe und eben auch so Tees und so. Ich weiss nicht, wo wir vor dem Teeregal gestanden Ja. Also, sind. Eben so Sachen, das ist mega nicht okay, aber ich habe das wie in dem Moment gebraucht, weil ich bin auch so eine Person, ich muss wie alles, Aktiv. was in meiner Macht ist, machen, damit ich etwas... dass du kannst Ruhe finden. Ja. Also ich finde im Fall das nicht okay. Ich finde es eigentlich okay. Also- Weil ich habe ja, also jetzt beim Vaginalpilz habe ich auch Quark gekauft. Ja, Und das hätte ich ja nicht geschädigt, dass du den Tee getrunken hast. nein, aber eine Fehlgeburt ist nicht wie ein Vaginal... Also weißt, das Stimmt, ist schon sorry, nochmal so weit habe ich anders nicht schmerzhaft und ist vielleicht nicht schlecht, wenn da jemand dabei ist, der Ja. rauskommt und so. Stimmt, sorry. So weit habe ich nicht gedacht. Ich habe ja gedacht, es tut die Symptome gerade hemmen, aber das ist es ja gar nicht. Es tut Nein. etwas... Ja, Es tut etwas herleiten, wo... Ja, Ja. genau. Auf jeden Fall, ich weiss noch, wie gesagt, ich weiss, dass in diesen Ferien dein Verhalten mir aufgefallen ist. Du hast mir aber eine Erklärung geboten für das Verhalten und ich habe das nicht grösser hinterfragt. Wo ich dann erfahren habe, also irgendwann war ja dann der Punkt, wo ich... das wäre jetzt, Genau. wie das war. Ich weiss noch, und ich habe wieder Hühnerhaut am ganzen Körper, weil ich noch genau weiss, wie das war für mich in dem Moment. Ich bin nämlich es ist irgendwie 10 vor 8 Uhr am Morgen gewesen. Ich stand am Gleis 33 am Zürcher HB und dann sagt mir, ich habe einfach gerade an Celina gedacht und habe ihr, es ist so 1 Monat, 2 nach der Ferien gewesen vielleicht. Und dann schicke ich habe gerade an sie gedacht und bin so in Erinnerung am Schwelgen gewesen von der Ferien und habe ihr dann ein Ferienfoto von ihr, das ich gemacht habe, geschickt. Und nachher ich so, hey Liebe, wünsche dir eine schöne Woche, so, habe ich mega gerne vermisst dich. Und nachher schreibt sie so, Jenny, ich muss dir dann noch etwas erzählen zu dem Bild. Und dann bin ich so gewesen, hä, was? Ist etwas mit dem Bild? Nachher habe ich so 2, 3 Guesses gemacht und hat mir halt nicht gestimmt. Und nachher sie so, nein. Und dann, also das ist eine WhatsApp-Konversation, die wir geführt haben. Gell? Ich stand am Gleis 33, warte auf meinen Zug, ich will arbeiten. Dann droppt sie einfach, auf dem Bild bin ich schwanger gewesen. Ja. Hast du Drama? Nein, warte, du kannst nachher den Bezug dazu nehmen, wie. Auf jeden Fall Krass. stehe ich an dem Gleis, schaue auf mein Handy, lese die Nachricht und ich habe wirklich den ganzen HB nicht mehr wahrgenommen. Ich habe nur die Nachricht angestarrt und bin so gewesen. Ich bin wirklich, bei mir ist alles gerade stehen geblieben im Kopf und so. Und nachher ist mir wie so eins nach dem anderen in den Sinn gekommen. Ich bin so gewesen, oh mein, also auf dem Bild ist sie schwanger. Oh mein Gott, in den Ferien, wo wir jetzt in der Ferien waren, ist sie schwanger gewesen. Oh mein Gott, wieso habe ich das nicht gemerkt? Oh mein Gott, ihr Verhalten. Oh mein Gott, ist sie jetzt noch schwanger? Genau, Also oh mein das- Gott. Weißt du, so, mir sind so viele Fragen direkt in den Sinn gekommen, aber auch Vorwürfe an mich selber. Eben genau so, wie habe ich das nicht gecheckt? Oder auch, warum hat sie es mir dort nicht erzählt? Also weißt du, so, einfach so viele Fragen und Gefühle auf einmal. Und dann bin ich so gewesen, okay, nachher, nach so ein paar Minuten ist wie so,
also habe ich es realisiert und dann bin ich so gewesen, und was schreibe ich jetzt zurück, weißt, auf was antwortest du drauf? Und dann habe ich so versucht, eine mega sensibel formulierte Nachricht zu schreiben, so, ich wollte nicht fragen, warum hast du es mir nicht gesagt? Weißt, so, ich habe wie gewusst, so, über das alles können wir ein anderes Mal reden, so, das hat jetzt gerade nicht Prio so. Ich habe einfach irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Hast du noch mehr, Selina? Also sehr süß, auf jeden Fall, so wie Jenny ist. Sehr sensibel. Ja, eben. Also ich habe wahrscheinlich einfach irgendwie geschrieben, hey, oh mein Gott, ich glaube, ich habe so wie den Elephant in the Room angesprochen. Ich weiss gerade gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Du kannst dir vorstellen, das überfordert mich gerade ein bisschen, aber ich hoffe, dir geht es jetzt gut. Ja, und das nächste Treffen mit ihr hat ja dann auch irgendwann bald stattgefunden, wo sie mir dann auch von A bis Z alles erzählt hat. Genau. Und was hat dich in dem Zeitpunkt bewogen, so ich will jetzt Jenny erzählen? Hey, es war einfach das Bild gewesen. Ich sage es dir ganz ehrlich. Also das Bild ist einfach so gewesen, oh mein Gott. So, immer wenn ich die Bilder halt auch anschaue, also das ist generell so etwas, so, ich schaue voll oft Bilder an von dieser Zeit und denke halt immer daran, ja, crazy, ich war schwanger dort, also eben auch beispielsweise vor der Ferien. Ich war an Konzert, whatever, und ich habe es einfach nicht gemerkt. Also so all die Anzeichen mit Übelkeit oder halt schnell immer müssen aufs WC und so, das ist wie dann erst gekommen. Also ich hatte nie Übelkeit gehabt, aber dass ich oft haben müssen aufs WC, also pinkeln, war erst ab der Ferien, wo mir das aufgefallen ist. Und dann zum Beispiel auch die Tage nach der Ferien habe ich einmal meinen Arbeitsweg nicht mehr ohne einen WC-Besuch bestreiten. Und dann in so einem Moment merkst du es natürlich mega. Und du hasst es. Ich habe mich so gehasst, oh mein Gott. Also ich war wirklich auch so gewesen, ich muss jetzt wieder aufs WC und ich bin so scheiße und wieso und ne. Also das sind auch mega viele Gedanken gewesen, die ich hatte, wo es dann halt real war und auch die körperlichen Beschwerden da waren. Zum Beispiel auch meine Füße sind mega... Schule. Genau. Wenn ich bin schwimmen in den Ferien, habe ich halt gemerkt, wie bei meiner Brust das so gezogen hat. Das ist auch so ein Anzeichen. Und all diese Sachen haben mich so, ich habe mich dann so gehasst. Du wirst halt wie dein Körper erinnert dich dann auch die ganze Zeit daran. Du kannst ja. Ich mich eben das Bild auch ein bisschen daran erinnern. Also nicht ein bisschen. Ja. Das ist der Auslöser. Das ist halt ein Trigger gewesen, von dem ich nicht gewusst habe, dass das ein Trigger ist, sozusagen. Ja. Und dann, ja, eben, hat sie halt das dann so erzählt. Und ja, für mich war es halt ein Schockmoment gewesen. Und na klar, weil ich kenne dich ja, ich habe gewusst, das hast du nicht wollen. Und ja, auf jeden Fall. Mich würde jetzt wundern, aber dann hast du es mal der Jenny erzählt und jetzt hast du immer ein bisschen mehrere Leute, wissen es jetzt. Bist du Judge geworden? Jetzt nicht von diesen Leuten oder explizit wegen dieser Entscheidung mal? Oder allgemein, wie hat dein Umfeld reagiert? Also zum Testfrage mit dem Judgen, ja, ich glaube, gewisse Mimik-Gestik, die ich wahrgenommen habe, hauptsächlich, sind schon judgmental gewesen, aber es hat mir jetzt niemand gesagt, Selina, so wieso ist das passiert oder eben so judgy. Das traut man sich, glaube ich, auch gar nicht bei mir, aber was mir mega aufgefallen ist beim Umfeld, ist halt immer wieder das, hey, ich will für dich da sein. Und das check ich mega und das habe ich habe auch gesagt, hey, ja, I know. Und ich bin auch dankbar, aber du kannst jetzt für mich da sein und ich habe es dir jetzt erzählt und es ist wie unsere Freundschaft, es hat nichts damit zu tun, wie fest eng unsere Freundschaft ist, wann und ob ich dir das erzähle. Weil das ist wie halt mega etwas Intimes und eben es ist mit so viel Scham befunden, mit so viel Selbsthass, den ich hatte. In dieser Phase, Leute, die mit mir geredet haben, eben die eine Kollegin, ich glaube, man hat wie gemerkt, irgendetwas ist mit mir und entweder man hat es halt so weit geholt, dass man dann eben gesagt hat, ja, du hast eine dunkle Wolke über dir, was ist los? Und dass ich dann halt wie nicht zurückhalten vom darüber reden.
Aber eben mega viele haben halt wie auch einfach so gewusst, okay, ich habe irgendeinen OP und sie wird es mir dann schon noch erzählen. Also ich bin eher eine Person, ich rede offen über meine Probleme, was mich beschäftigt und so. Aber eben dann, wenn ich will. Und das ist halt dann danach. Aber du kennst dich, du wirkst auch, also ich kenne dich nicht so gut, aber du wirkst so, dass du dich dort auch schon dich gut kennt hast und gewusst hast, das hilft mir jetzt nicht, darum mache ich das nicht. Ja. Und Es ist ja auch mega, also ich stelle mir das anstrengend vor, weil jede Person, die du es nochmal erzählst, hat ja die gleichen Fragen und dann immer alles beantworten und alles erzählen. Und also ja, das ist halt einfach auch ein anstrengendes Thema, weil du mega emotional bist oder weil du dich eben dafür schämst oder selber dafür hasst. Und dann ja, verstehe ich das auch, wenn du das nicht wie jeder Freundin bei jedem Treffen magst dann erzählen. Und eben, ich kann die Vorwürfe an mich selber auch wie können ablegen, weil ich kenne dich gut und ich habe dir wie weil das, was du gerade gesagt hast, das habe ich gewusst, das stimmt so. Du hast mir nicht erzählt, wie du so warst, dann kann ich das nicht erzählen, sondern ich weiss, dass das so ist, wie du sagst, nämlich, dass du halt das hast durchhaben. Und ja, und darum habe ich dann wie so können auch einen Haken drunter machen, so okay, ich bin in dem Fall keine Scheißfreundin, sondern das hat sie für sich so entschieden und das respektiere ich auch gern und genau. Was mir noch in den Sinn kam, ist, du hast gesagt, dass du religiös bist. Jetzt frage ich mich, aber ich kenne die Bibel jetzt nicht so gut, aber ich nehme an, Abtreibung... Wieso denkst du gerade, dass es das Christentum ist? Stimmt, sorry. Nein, aber ja, es ist das Christentum. Ist Christentum. Das, ja. Wie hast du das für dich können mit Gott... Also mit deinem Glauben vereinen, ja? Mit dem Glauben, genau. Ja, genau. Vielleicht im Moment noch dazu sagen, ich bin gläubig, ich bin religiös. Also ja, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich sage von mir, ich bin gläubig. Ich habe mega gehadert, also im Sinne von, ich habe natürlich instant eben meine Reaction, wenn etwas nicht gut ist oder wenn mich etwas so krass beschäftigt, ich muss beten und das habe ich dann auch gemacht und auch betet, hey, dass das alles gut kommt. Ich habe auch oft betet, dass ich eben noch nicht in der 12. Woche bin, aber ja. Und dann danach oder halt so während dem Prozess in dem Sinn ist auch so der Gedanke gewesen, so hey, also bei uns, in meinem Glauben ist es so, dass eigentlich wie gesagt wird, hey, der liebe Gott schenkt uns auch die Fruchtbarkeit und eben wenn er uns ja das Geschenk macht, dass wir das wie auch nutzen. Also eben, ich glaube, im Christentum ist das weit verbreitet, das Gedankengut. Aber ich weiss auch, oder so denke ich auch einfach, der liebe Gott will nicht, dass ein Kind auf die Welt gesetzt wird, wo eben nicht ein Umfeld und einfach ein Ort geben wird, wo es gut aufwächst und wo es auch behütet, beschützt ist und eben so wie man sich die Fruchtbarkeit vielleicht auch vorstellt. Ja, das war jetzt ein komischer Satz gewesen, aber ihr checkt. Also eben, mir ist es wie wichtig gewesen, dass ich, wenn ich ein Kind habe, dass ich dem kann das bieten und ich habe dann wie auch eben mit Gott geredet und so gesagt, so hey, ich entscheide mich bewusst gegen das Kind, weil du würdest es auch nicht gut finden, wenn das jetzt auf die Welt kommt. Also du hast es mit deinem Glauben können vereinen, weil du gewusst hast, Gott verzeiht dir das. Verzeihen ist das falsche Wort, aber so, Gott unterstützt dich drin. Ja, also... Oder steht hinter dir. Ja, oder ich habe halt einfach eben das Gespräch, also wenn du betest, also wenn ich bete, dann rede ich mit dem lieben Gott und dann tue ich meine Gedanken äußern, mein Herz ausschütten und eben, ich habe mich halt einfach so entschieden und ich habe halt auch den Segen von ihm quasi wollen und ich habe mich auch irgendwie bestätigt gefühlt in dem, weil es ist alles gut gegangen. Ich habe das können machen alleine und eben für mich ist es halt auch eben eine Art Bestätigung gewesen, so hey, it's fine. Und ja, ob das jetzt eben Leute, die selber im Christentum sind, können oder werden sicher auch judgen, weil das ist ja etwas so das Thema Pro-Life und so, aber für mich ist es die absolut richtige Entscheidung gewesen. Und wenn ich jetzt auch retroperspektiv darauf schaue, wenn ich ein Kind bekommen hätte, mein ganzes Leben wäre jetzt ein anderes Leben und nicht ein schöneres als das, was ich jetzt habe. Das kann ich zu 100% sagen. Und ich habe beispielsweise auch gerade letztens ein Video geschaut, ich weiß nicht, kennt ihr den InScope? Ich weiss, wer er ist. Aber Er hat ja auch ein Kind bekommen mit der Jennifer Saro und
Das ist auch nicht gewollt gewesen. Und sie hat in so einem Statement-Video gesagt, ja, sie hat sich nicht für die Abtreibung entschieden, weil sie wie so denkt, wenn sie das Kind jetzt abtreibt, dass sie dann beim nächsten Kind quasi kein Glück hat. Also wenn sie dann wirklich will ein Kind bekommen. Das wie so. Das habe ich aber auch schon in meinem Umfeld gehört. So. Aber à la Karma, oder? Ja. Ja. Aber Ja, über das haben wir jetzt nicht zu lang, aber ich finde es mega schön. Du hast ja eigentlich wie trotzdem jemanden gehabt. Du hast Gott die ganze Zeit bei dir gehabt. ja, Also mega. weißt, ja. das hätte ich Vielleicht sicher beflügelt. Oder ja. Voll. Also eben, du bist ja gläubig und gläubige Menschen schöpfen ja Stärke und Kraft aus dem. Entsprechend hast du das gehabt, oder ich nehme an, ja, du hast dich so bestärkt oder hast gewusst, ich bin unterstützt, ich kann das sagen. Und das ist ja mega schön. Voll. Ja, und was ich halt schon auch muss sagen, mein Glaube besagt auch, dass man Sündenvergebung hat. Das heisst, jetzt eben, wenn man es Herd auf Herd nimmt, ich habe eine Sündenvergebung auch gehabt, so. Und also jeder macht Sachen, die vielleicht jetzt nicht so predigt werden. Also siehst du es trotzdem als Sünde? Das ist mega schwer. Ich kann das nicht abschließend beantworten, weil eben die Fruchtbarkeit wird einem geschenkt. Und eben das, darum Jennifer Saro, das hat mich wie auch daran erinnert, weil sie dann ja, wie gesagt hat, ja beim zweiten Mal, dass sie dann halt kein Kind kann bekommen, wenn sie es dann wirklich wollen. Und so kann man eben schon denken. Ich habe nicht so gedacht oder ich denke nicht so. Darum, nein, es ist keine Sünde, aber wenn man es jetzt auf Papier würde, ich habe Sündenvergebung gehabt für das, was ich gemacht habe. Kleiner Themawechsel. Wir haben jetzt über den Glauben geredet, aber mich würde eben noch wundern, was das alles gekostet hat. Also ich stelle mir ich stelle mir eine teure Rechnung vor in dem Sinn, auch krankenkassentechnisch und so. Aber was hast du? Ja, vielleicht ganz kurz zu der Krankenkasse. Das interessiert vielleicht auch ein paar. Also eben, es ist in der Schweiz so, dass es von der Krankenkasse unterstützt wird. Das heisst, man kann das auch so anmelden und so abrechnen. In meinem Fall habe ich das nicht gemacht, weil ich bin wie in so einem Familientarif. Und wenn die Rechnung gekommen wäre, dann natürlich, was steht dort drauf, irgendwie, keine Ahnung, etwas halt mit Abtreibung oder so. Also so habe ich mir das einfach vorgestellt. Dann habe ich der Krankenkasse angerufen. Weil aber der Brief wäre heimgeschickt worden zu der Genau, Familie. weil ich in diesem Familientarif drin bin. Oder nicht mehr, aber ja. Und dann habe ich dort angerufen und das war auch insane gewesen. Also die Frau am Telefon hat mir wie gesagt, das gehe nur, also dass quasi die Rechnung dann separat nicht zu meiner Familie kommt, sondern zu mir heim, wenn ich ihr jetzt am Telefon sage, dass ich von meinem Vater psychische Gewalt erleiden. Also, Physische, glaube ich. Entschuldigung, physische Gewalt erleiden. Ja. Das musst du sagen am Telefon Ja. der Krankenkasse, damit sie eine separate Rechnung Das stellen. ist jetzt bei dir gefragt worden. Krass. Was? Ja. Halt wie so im Sinn von, dass wenn er das erfahren, dass es halt so schlimm wäre, also was passieren würde, dass sie das finde nicht ich können krass, dass verantworten. es braucht so einen schlimmen Grund und sonst nicht. Also ich nehme an, es kommt sicher auch darauf an, wer hinter dem Telefon war. Ich glaube, welche Krankenkasse. Oder welche? Ja, Ja. okay. Und eben, sie hat mir das dann gesagt, also ich bin wie weitergeleitet worden, wo ich gesagt habe, das Einzige, was ich gesagt habe am Telefon zuerst war, ja, ich wollte fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, Rechnungen zu separieren, bla bla. Und dann bin ich gerade weitergeleitet worden und dann war eben die Frau und hat gerade gesagt, darf ich fragen, geht es um einen Schwangerschaftsabbruch? Oder nein, sie hat nicht gesagt, darf ich fragen, sondern sie so, es geht um einen Schwangerschaftsabbruch. Und ich so, ja. Und dann hat sie das eben gesagt, dass sie mir das nur so ausstellen kann. Das ist mega unsensibel von Krankenkassen. Ja. Und dann hast du gesagt, Und dann habe ich gesagt, also, ja, nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und dann, sie hat dann noch gefragt, ja, wieso wollen Sie das dann? Und dann ich so, ja, ich wollte einfach, das ist wie mein Thema und nicht das, was meine Familie betrifft, beziehungsweise Dann mein musst du Vater, am Telefon der vom Custom-Ding erklären, warum du das deinen Eltern nicht Ja. sagen. Das finde ich vor mega. allem, also du bist ja volljährig gewesen, wenn's Ja, ja, genau. aber ja, eben, ich stimmt. bin in diesem Vertrag drin. okay. Eben, Ja. ja. hast einen anderen Weg müssen finden. Und der Weg war dann, dass ich alles selber gezahlt habe. Und jetzt machen wir eine kleine Quizrunde. Ui, ich habe Frage. 0,0 Ahnung. Also ich habe glaube so eine Ahnung davon, weil du hast mir das ja mal gesagt, aber ich sage jetzt den Preis, den ich gedacht habe,
bevor du mir gesagt hast, was Also mit, Sagen zuerst mal, was ihr denkt medikamentös. also nur, das heisst nur Medikamente. aber dort sind inbegriffen auch die Vortermine und alles. Ja, alles. also Auch alles. Infusionen. Es gibt wie medikamentös, chirurgisch und chirurgisch nach der Du meinst 12. medikamentöse Abtreibung, was das Ja. kostet, was Ja. du nicht gemacht hast, Also okay. die ist ja günstiger, kann man das sagen. Oh mein Ich Gott, habe die gesagt, kostet 500 weniger. Stutz. Ich glaube, die Medi sind schon teuer. Ich glaube 800. Soll ich schon sagen, Medikamentös. oder wenn Was ihr- kostet der Ja. Medikament? Also, es ist actually mein erster Lehrjahr-Lohn, 750 Franken. Also, Da bist du näher gewesen. Frau, ja, genau. Ein Punkt, sorry. Und dann, chirurgisch, was kostet das? Also nein, warte, das müssen wir jetzt auch raten. Also Chirurgisch. sicher mehrere Tausend Franken. Ich hätte damals, glaube geschätzt, so 7'000, 8'000 Stutz. Nein, Mehr? weniger. Du bist immer die, die Hoffentlich. denkt, alles kostet. Hoffentlich. Ja, ich würde auch hoffen, das ist nicht so teuer, aber ich Ich glaube, sag- die Realität ist anders. Hey, aber Medikament und chirurgisch machst du, dass es so viel 1000 Franken Unterschied sind? Oder wie viel hast du jetzt vorher gerade gesagt? Ich habe gesagt, chirurgisch 7'000, 8'000, weil es ist ja, du musst ja einen OP-Saal... Ja, aber das ist eine halbe Stunde. Das ist eine Personal- halbe Stunde. Ich meine, medikamentös machst du, also dann nimmst trotzdem, Ja, ist ja, also ich also sage, Operationen sind in der Regel sehr teuer. ich Das ist sag so, das weiss man nicht. 2,5. Okay. Zum Glück habe ich nicht müssen 2,5 oder 8'000 zahlen. Es ist 1250. Ah, ich Okay. habe im Kopf gehabt 3'000, 4'000, 5'000 oder so. Nein. Gut, Mhm. falsch. Und Also ja. nach der 12. Schwangerschaftswoche ist es dann 1450. Also ich muss auch sagen, ich lese das vor von der Webseite von der Praxis. Vielleicht ist es irgendwo anders, weniger oder so, aber ja, Mhm. das ist wie das, was ich zahlt. Und sonst, wenn du dort Ja gesagt hättest wegen deinem Vater, hätte die Krankenkasse einen Anteil gezahlt oder alles gezahlt? Oder wie ist das? Weißt du das? Alles, soweit ich weiss. Je nach Ich habe mich auch nicht Krankenkasse. mehr weiter damit befasst. Wahrscheinlich kommt es auch auf das aber- Modell darauf an, wie sie versichert ist. Natürlich, ja, da müssen wir jetzt nicht. Okay. Okay. Ja, okay, soviel zu den Kosten. Ja. Vielleicht zum Abrunden von dieser Folge. Was hättest du gern vorher gewusst? Oder was, ja, zuerst mal die Frage und dann vielleicht nachher, was würdest du anderen mit auf den Weg geben, die das gerade selber erleben? Also, was ich sicher vorher gerne gewusst hätte, einfach, dass die Schmerzen nicht so schlimm sind. Also, ich habe ja, wie auch schon gesagt, gedacht, das ist so ein Stich oder ja, ist es nicht. Also, eben, es ist nicht so schlimm und es kann jedem passieren. Also, das ist auch mega wichtig gewesen für mich. So, die Frau Doktor hat mir auch gesagt, eben wie viel sie also dass sie eben regelmäßig die Abtreibungen machen und dass es Frauen von 18 oder sogar unter 18 bis über 40 betrifft. Und es kann einfach jedem passieren und auch das Thema mitmachen. Also das ist ein insane Learning auch für mich. Hey, also jetzt auch mittlerweile bei Frauenärzten, ich versuche immer mehr mitmachen, halt, weil ich weiß, es geht dann einfacher. Und ja, das hätte ich gerne vorher gewusst, beziehungsweise auch noch ein bisschen mehr auf den Körper und Anzeichen hören, weil ja, ich habe zum Beispiel eine Situation, wo ich mit einem Arbeitskollegen etwas Schweres gelupft habe und ich gemerkt habe, hey, es ist mega anstrengend. Und ich habe ihm das auch dann gesagt und er so, gehst du nicht mehr ins Gym? Und dann ich so, nein, also unabhängig von dem, aber Ja. ja, ich habe es halt nicht so mega hinterfragt. Und ja, so Sachen vielleicht einfach auf den Körper gut hören, ja. Und was würdest du Menschen, Personen oder ja in dem Fall Frauen raten, die jetzt in dieser Situation sind, wo du bist? Du schaffst das und du bist nicht allein und es geht vorbei. Es geht vorbei. Das finde ich generell, mega oft bei Situationen, wo ich so denke, oh mein Gott, Herzrasen oder eben Nervosität. Am Abend liege ich wieder in meinem Bett und schlafe dort ein. Also das heisst, es ist wie so, es geht vorbei. Es wird den Moment geben, wo es fertig ist und wo du wieder in deinem Bett am Abend liegst und einschlafst. Und alles ist gut. Ja. Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Mega. Hey, Selina, danke viel mal. Aber ich habe das zum ersten Mal jetzt alles gehört. Und ja, mein Herz ist gerade so, keine Ahnung, weißt du, so schön, dass du das uns da allen gesagt hast, erzählt hast, mega persönlich. Es braucht sicher mega viel Kraft, um das zu erzählen.
Darum Props to you, dass du da wirklich auch so in Detail erzählt hast. Ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen halt das vielleicht anhören und sich denken, okay, jetzt weiss ich besser Bescheid. Ich kann mir vorstellen, Gott sei Dank gibt es Leute wie Selina, die sich bereit dazu stellen, um von ihren Erfahrungen zu reden. Ja, Mega toll. touchet nicht, Leute, bitte. Ja, das finde ich auch noch wichtig zu sagen. Ja, an dieser Stelle einfach danke vielmals und ja, wir begrüßen euch dann in 2 Wochen wieder Genau, in dieser mit Zeit einem anderen Thema. mit einem anderen, genau. Wieder das Zweite. Folgt uns gerne, bewertet uns, das hilft uns mega fest. Ja, oder schickt die Folge jemandem, wo das könnte interessieren oder vielleicht jemand, der so Sachen mal hören muss. Vielleicht, ja, weiß auch nicht. Genau. Ja, danke auch, dass ich eingeladen worden bin. Also danke, dass ich da sein konnte. Mega cooler Podcast, würde ich auch an dieser Stelle sagen. Und wirklich, Leute, bewertet, liket, gebt einfach Vollgas bei Fiasco Famoso, weil so gute Arbeit, die die zwei machen. Also wirklich. Ja, danke dir. Also dann, Ciao bis zum nächsten zusammen. Mal. Ciao, ciao. Sehr schön.